Voilà, schönen gute Mitten, lief Kolleginnen und Kollegen hier rund um den Tisch, lief Leute am Publikum und auch draußen, die aus der Mitte noch gucken, für uns letzten Gemeinderatssitzung für der Sommerpause. Wir haben heute keinen extrem gefüllten Ordre du Jour, aber wir haben aber ganz wichtige Projekte draufstehen, die uns dann noch vorgestellt von den Architekten und unseren Büros. Und ich meine, das wird in Zeit dauern und das ist auch gut so, dass wir da die nötigen Informationen kriegen. Immer aber zum Anlauf und zum Ordre du Jour von dieser Gemeinderatssitzung kriegen. Kommen, weil ihr wisst, hat ja den Jem Kaufmann demissioniert aus dem Gemeinderat und wir haben einen Platz vakant, den wir dann beim Koninai können besetzen. Hat den Missiv ministeriell gekriegt, das hat den Platz, nachdem einer Kandidat von der DP löscht, nicht angetreten sind, den Platz kann besetzen. Und wir geben dann Conny offiziell veredigt. Conny, wenn du willst, raufkommen. Voilà, schon hier an der Hand ein Prozessverber, den wir dann auch zusammen schreiben, wo man dann eben heute den 9. Juli um 17 Uhr Conny Ney, Schötterhund, veredischen. Du musst dann nur den Eid auflegen, ich lese noch den Eid 4. Dann musst du die Rezant hier je le jure sagen. Das ist permissiv ministeriell vom 20. Juni 2025, wo der Minister erklärt hat, dass eben die Mission von Jean-Pierre Kaufmann inhält und dass eben einer Leute ihr Mandat nicht antreten und dafür für das Mandat auszufüllen. Ich gebe dir dann nur den Eid 4 lesen. Je jure d'observer la Constitution. Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. Je le jure. Félicitations. Das ist um das schreiben aber noch Prozesse. Voilà. Anschrift. Das zweimal. Herzlich willkommen hier um dich. Du hast aber recht auch noch wieder zu sagen und ich meine, du willst das gerne machen. Merci. Lieben Herr Bürgermeister, Herr Schaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Publikum hier am Saal und daheim führende Beschirmer. Ich muss ehrlich so, für mich ist der Tod ein ganz spezieller Moment. Ich bin froh und gleichzeitig auch ein bisschen nervös über das alles, was auf mich durchkommt. Ich bin hier abgewusst, kenne mich also hier aus und weiß, wie wichtig es ist, als Gemeinde noch viel zu bringen. 2017 habe ich mich dezidiert, mich politisch zu engagieren, weil ich nicht nur kritisieren will oder auf Probleme hinweisen will, sondern weil ich aktiv für als Gemeinde mitarbeiten will. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die diese Herausforderung mit sich bringt, und freue mich darauf, von jedem von euch zu lernen, ob Diskussionen mit euch, ob konstruktive Lösungen und ob den kollektiven Ansatz für als Gemeinde. Am Anfang wollen wir ja alle gut dasselbe. Eine Gemeinde, wo die Lebensqualität und Freizeitgestaltung für alle Alterskategorien am Mittelpunkt steht und zusammen die großen und kleinen Projekte voranbringen. Ich sage euch merci und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit die nächsten Monate und Jahre mit euch am Gemeinderat. Merci. Voilà, merci für die Fehler und dann meine ich auch, dass wir gut zusammen schaffen. Und heute tun wir dann als echt Gemengen Sitzung an der Hauptkonstellation und ich gebe dann aber mal zum Anlauf kommen. Was war hinter der letzten Sitzung los? Obwohl die letzte Sitzung vom Gemeinderat eigentlich 2 Wochen hier ist, waren trotzdem ein Evenement oder Versammlungen, die über diesen Zeitraum stattfanden. So war dann der 27. Juni der Naturparktag zu Mernech, wo wir dann offiziell als Gemeinde mit 61,8% die Silber-Zertifikation überreicht konnten. Samstag, den 21. Juni, ist die Musik hier in Hemmelsmark spielen gegangen.
Deselbechen Dach an awer Grund Schauserbesuch am Schlosspark fir Tros Europadonner ze defen. Das war ganz gelungen Event, anders bei allen Inviten extrem gut ukom. Gleich 2 Ministerschen, Madame Martin Dupré und Madame Martin Hansen, wo sie steier gehen, für an der Präsenz von der Großschwester Maria Theresa bei dieser darf dabei zu sein. Der wisst, dass die Association Europadonna sich dem Kampf gegen den Brustkrebs verschrieben wird. Auf 40 hier wenn also auch diese exzellente Zusammenarbeit zwischen den Equipen, auf der einen Seite Verwaltungsrat von Europadonna mit ihrer Präsidentin Mariette Fischbach und auf der anderen Seite Rose von Lützeburg mit ihrer Präsidentin Marie Schensel, auch viele Members aus dem Komitee an dem Verein, die da geschafft haben und natürlich auch als Gemengenservice. Schon noch ein ganz liebe Mail von der Präsidentin gekriegt mit einem großen Merci und alles Leid, an die will ich dann auf dieser Platz auch und sie für gehen. Als Aufschluss von diesem Weekend und Rose von Sonntag dann den 21. Juni am Nachmittag nach einem Tea Time an der Roserie beim Minsker Schloss invitiert. Dünnstes den 1. Juli war die Diplomüberreichung von den Lützeburg-Choren 19 Uhr am Sitzungssaal. Das kleine Feierstand als von unserer Choral Saint-Cécile musikalisch enkadriert gehen. Von dieser Platz auch noch ein größere Merci und Regentin und Musikantinnen oder Sängerinnen und Sänger und der Pianist. Freitag, der 4. Juli, war dann dem Klimabündnis hier in Egene Klimadach. Samstag, der 5. Juli, wird von 14 bis 22 Uhr an der Sportsaal zu Minzburg die 5. Edition von der Luxemburg Arm Wrestling Competition stattfand. Ab 16 Uhr wird der Michael Neuhausen hier traditionell Sommerfest am Scoutschule im Neuhausen organisiert. Sonst der 6. Juli hatten Scouten Le Castor hier Grillfest bei Hanna der Gemeinde, wo nebenbei auch noch eine ganz frische Aktivitäten wie beispielsweise Reirad oder Stockbrot wird Kanner angeboten kaufen. Iwamur, also Freitag, den 11. Juli, organisiert die Delta-Vereinigung zusammen mit dem Lehrpersonal an der Schule ab 16 Uhr Schulfest am Campus an der Delt. Ab 17 Uhr findet dann noch dem Club de Jeunes eine Sangria-Party an der Boot an der Gemeinde statt. Dann ist der Samstag 4. März um 9 Uhr auf der Kircheplatz, zusätzlich zu den Ständen, organisiert die Fairtrade-Gruppe von der Schötter Gemeinde eine Degustation von Fairtrade-Produkten. Hier können Leute eine ganze Reihe Fairtrade-Produkte schmecken und testen und sich von der Qualität von dieser Ware selber überzeugen. Daher sind eine Auswahl an Kosmetikprodukten, die man auch testen kann. Das Produkt kriegt man dann noch zum Teil im Stand von Weltboutique echt zu kaufen. Bei Sonne 26 Grad, die im Moment gemeldet sind, gehen dann noch Fairtrade respektive Bio gelassen. Nebenbei ist dann am Schöttertreff eine kleine Kanner-Animation, wo sie Monstern aus recyceltem Material basteln können. Diese Weekend findet dann noch Samstag und Sonntag ein Tournoi für Island-Pferd Bestenhaft zu Straße statt. Hier wird die Gemeinde Schötter die Patronage überholt, sodass der Gemeinderat ganz besonders herzlich invitiert ist, Sonntag um 16:30 Uhr bei der Preisüberreichung dabei zu sein. Sonntag, den 20. Juli, ist ab 10 Uhr Port Ouvert mit Grillfest zum Cercle Avicole Schötter an ihrer Zuchtanlage zu übersehen. Der Weekend vom 25. auf den 27. Juli heisst dann Minzburg on Fire, und da am Kader vom 125. Anniversaire von der Amikal von der Pomsche Minzbeschütter. Lass geht es Freude so, was man den Ball am Centre Kulturell. Für musikalische Stimmung sorgen die Duos an die Boccia Roma Kerschen. Samstags steht dann ein Kuppelkarbonprogramm, sowie die Ausstellung von historischen Gefähren und Pomsches-Material, an einer Verkauf von Artikeln und kann ich Feierlöcher privilegieren. Aufgeschlossen gehen das Festivitäten Sonntags mit einem Konzert-Apéro, mit einem Jazzquartett, einer Ersatzdemonstration vom Cis Niederlande Schütter sowie einer CTF-Übung, ein Ritsch von musikalischen Aktivitäten sowie Kulinärspezialitäten geboten. Sonntag, den 3. August, also ab 11 Uhr am Kader von 20 Uhr Aschmatten, ein grosses Sommerfest auf ihrem Hafen zu Schütter. Neben dem Konzert-Apéro von der Schötter Strüpp gehen es auch Animationen für große Klänge angeboten sowie eine Zaubershow. Vom 23. August bis den 31. August findet die 50. Edition von der Schötter Musik hier im Quetschefest statt. Zu kaufen kriegt den Gläser an dieser Woche direkt für ihren Musikbau oder per Bestellung auf schöttermusik@gmail.com. Den 23. August geht am späten Nachmittag dann noch von der Musik an der Rue Jean Ruf ein Baum gepflanzt für 50 Jahre Quetschefest. Sonntag, der 14. September, organisiert die P-Sektion Schötter jetzt Campusfest ab 11:30 Uhr am Centre Kulturell. Den 23. September findet Sportlerehrung statt, da delen wir Dauerzeit an der Matt. Der 27. September ist dann ein Fest für die 35-jährige Partnerschaft mit Ziegelsbach. Das Programm wird nun ein Licht angepasst und dann aber demnächst publiziert. Wir zählen natürlich auf Präsenz vom Gemeinderat, weil Partnerschaft auch so etwas, was wir zusammen leben. Und das konnte man schon als Öfteren und zuletzt auch nach einem Feiertag erleben.
Dann nach verschiedenes Datum von der Gemeinderatssitzungen für nur der große Vakanz bis zum Schluss vom Jahr, Mittwochs den 24. September, Mittwochs den 29. Oktober, den 26. November an den 10. Dezember, wo wir dann das Budget stimmen, also um 17 Uhr. Der Schötter Treff aus bis Schulgrundre zo, ab dem 17. September geht es dann ist, wie gewinnt, lass. Wenn es Abenden auf der Zugstrecke gehen sich zwischen Lützeburger Neter den 11. und 12. Juli von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens durch Bussen ersat. Weitere Informationen auf www.cervel.lu. Da war der letzte Weekend der End komplett gesperrt. Gewircht der nächste Weekend 12. und 13. Juli aus der nimmen Ausfahrt Minzburg von Treuer Richtung Stadt komplett gesperrt. Da das am Kader von den Abischen, die auf der Brick gemerkt gehen. Es muss ihn dann um seine Birge rausführen. Ob der Brick bleibt dann Engspur gesperrt oder nimmt Engspur ab und das bis Ende September. Wir kommen zwar nur an Congeszeit, aber das aber do mit Stau zu rechnen. Dann haben wir den 22. und 23. Juli respektiv nach an der Nord bis auf den 24. Juli zwischen Straßig und Schötter auch eine Komplettsperrung. Da wird der Belag neu gemacht zwischen dem CSE, also dem Mädchensheim, bis an den Schloss gewähren. Es gibt auch noch einen kleinen Teil der Belag neu gemacht, das von der Kreuzung Weißebirch bis bei den Trafo. Und da ist aber nicht mehr noch eine Spur, wo die Abste gemacht haben, da bleibt die Straße also ab. Voilà, das war zum Anlauf. Dann haben wir heute den Wort, den man Kaiser Andi aufhängt. Den Nicola Welsch will ich noch entschuldigen, der kann heute nicht bei uns sein. Jules Asto. Und den Nicola Welsch wird dann eine Progression gehen und das Sachscheicher. Voilà, sonst meine ich schon mal keine Informationen. Da kommen wir zum ersten Punkt. Das sind dann die Affaire Politik. Da gehen wir aufhängen am Tableau de Préséance, den du auch schon gesagt hast. Die hatten am Dossier Laie gesehen. Und da keine Fragen dazu sind, da könnte man über den aufstimmen. Paul? Ja, wir sind just positiv, dass ein weiter Damm gebetlich für Schötter an die Gemeindebauer beigetreten ist. Das hat man von dazu so ist. Ich meine, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft. Muss ja nicht für Schötter sich für einen Gemeinderat können zu sitzen. Aber ich finde einfach auch begrüßen, dass mein Damm weiter an dieser Runde und da kommen wir der Parität einfach alte Schritt Minu. Gut, dann geben wir darüber aufstimmen. Kaiser Andi. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Saber Jules. Ja. Heinz Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Der Progression vom Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Fagerini Nora. Ja. Merci. Dann gingen wir den Congé neu abteilen. Am Anfang bleibt die Abteilung selber. Just der Congé, den für drüben beim Andy war. Von das Indikator, der geht also bei Conny. Das hat er am Dossier gesehen. Die Abteilung bleibt dann selber. Also 6,5 Stunden für den Serge, 6,5 für den Conny, 2 für mich. Wenn wir noch froh sind, da können wir auch darüber aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Saber Jules. Ja. Heinz Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Und der Progression vom Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Und Fagerini Nora. Ja. Merci. Und dann ist es ja so, dass am Gesetz steht, beim dritten Punkt, die Kommission vom Vivre Ensemble, vom Zusammenleben, dass in einem Gemeinderat muss an der Kommission vertreten sind. Das war für den Jean Kaufmann und dafür ging wir proposieren, den Jean Kaufmann durch Conny neu zu ersetzen. Sind da frohen? Da könnten wir auch darüber aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Saber Jules. Ja. Heinz Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Progression vom Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Und Fagerini Nora. Ja. Merci. Und da kommen wir schon zum Punkt 2, Infrastruktur kommunal. Da geht es beim nächsten Punkt Plan an der Wie für die Reservoir Baumühlen zu Straße zu sanieren. Ja, das noch geht doch von keinem. Ja, ich gebe so und dann
Ja, da gehen wir auf den 3 Punkt, auf der Punkt 3 über, ne? Dann holen wir den Punkt 2 dann no, weil wir brauchen bei den 3 Punkten Büroetüden, die das präsentieren, die können an Detailer von all Dossier angehen, ich meine so, das ist wert für uns, sie anzufangen. Da wären wir beim Punkt 3.1, das wäre dann den PPF, der Plan pluriannuel de Financement 2025 bis 2030 an den als Finanzschaffen de Serge seht also po zu. Maja stellen nicht den PPF fehlt so normal was könnte eng zirkulär vom Ministerium mit den neuen makroökonomischen Donien, die anzufügen sind an der PPF leider aus der bis haut nicht kommen. Der Tisch dat Donnie noch nicht konnte man drauflesen an wie dat der schlecht Gemengerotssitzung hast an den PPF normalerweise immer bis den 1. Juli geschickt gehen Hummer dann aber jour gesagt eben just only die aktualisiert Donnie mit dann noch mit den Donien, die man hatte für den PPF am Januar. Für den Rest also auch nicht so viel geändert gehen am PPF etwa da geändert gehen dass das man den Grund 2024 so gemacht und leicht Woche der Tisch die Zölle sie neu integriert gehen der Tisch kommt 2024 also adaptiert gehen wo man dann mehr in hege Boni überholen hun wie dat 4 war und dann haben wir für 2025 die Kredit supplementären die man das Tür schon gestimmt tun die immer die überholen gehen also das wäre verschiedene Projekte, wo man nach zusätzlich Kredite gestimmt und die in der Budget 2025 für sie waren. Und dann haben wir hauptsächlich, weil die größten Monate sind, das sind die 2 Projekte in den neuen Dörfkehr und den Ausbau von der Schule, wo man heute noch, wenn wir danach fertig den APD mit den definitiven Devier-Stimmen, also mit den APDs, Devier-Stimmen, die steht Zöllen haben wir angepasst, wir noch nicht Subsidien bei denen angepasst tun. Und dann haben wir bei verschiedenen kleinen Projekten auch Monate angepasst par rapport zu unseren aktuellen Schätzungen. Mais, bon, wie ihr seht, Tableau, ich meine, ich kann rappelieren, am Januar hatten wir ein Bonimali ordinär von 47,7 Millionen und vom Jahr haben wir einen kleinen Überschuss von 11,3 Millionen. Bei den Emprunten ist es so, dass wir am Januar 53,2 Millionen vorgesehen hatten, das wären wir just bei 52 Millionen. Bon, das plus minus nämlich, dass die APDs-Preise ein bisschen mehr hoch sind, wie das, was man geplant hat, indem wir am Januar, und auf der anderen Seite sind Subsidien aber auch mehr konkret, dass man doch mehr hoch Zölle konnten ansetzen, sodass das ein bisschen vorhält. Voilà, ich meine, für den Rest bleibt es spannend für die nächsten Jahre. Die großen Projekte, die stehen, wir werden nicht ernst kommen, für Emprunten abzuholen. Sie das nächstes Jahr oder über nächstes Jahr spätestens. Wir sind nur am ganz gucken, wie wir das können finanzieren. Wir sind auch der finanzielle Situation als erlaubt für all die dort größten Projekte, die wir zusammen wollen planen, können umzusetzen. Und dann noch eine Frohheit. Die kriegt wir Präsentation, also der PPF hat nur geschickt, nur der Sitzung, wo ich dann noch gucken. Ja, schön. Ja, also er soll den sich vielleicht daran erinnern, wie die Opposition reagiert hat, nachdem es Ende 2022 an Ugangs 2023 der PPF präsentiert wurde. Nur der Präsentation vom neuen PPF, also aber flott festzustellen, dass ein aktueller Chef gemerkt hat, dass ein Gemeinde Schulden machen muss, für Projekte können zu realisieren und den Bösemann von Navuna gerecht zu machen, für die Lebensqualität zu erhöhen. Natürlich muss das Gemeinde aber auch weiterhin moderat wurzeln, für die Finanzen für die Zukunft können zu garantieren. Ja, ich meine, wir sind in der Bengalin, dass wir so, wir müssen investieren in große Projekte, die und denen wir lange geplant und die müssen nicht gesagt gehen und dafür muss man viel investieren und dafür muss man auch Schuld abholen und ich meine, weil da ist aber ein Hauptundel also mir als Finanzchef nur leite, dass eben da so ein ordinäre Budget an einem Kader bleibt, dass die denen das auch möglich möchte für die Investimenten zu machen und dass man eben die Emprunten, die man muss abholen, auch über das ordinäre Budget können gut stemmen und dafür das heißt habt Axel ein bisschen drüber als ein ordinäre Budget so am Griff zu halten, habt ihr auch Depensen, aber als ein ordinäre Budget, dass man die Finanzment auch können machen. Nachfragen oder Remarken? Und nicht, da gehen wir dann zum nächsten Punkt. Das wird dann Titel der Reset vom Exercice 2024.
Voilà, wie gesagt, wir haben den Konto 2024 aufgeschlossen. Da mussten immer die Titel der Resetten, die nicht auf einem Reglement basieren, separat aufgestimmt gehen im Gemeinderat. Das sind ein Artikel Reset divers und ein Artikel Vent divers vom Budget 2024. Da sind die üblichen Sachen, all die Resetten, die an die am Guichet rankommen, bei den Populationsbüros. Da war ein Wand von einer Kabinett, wo wir gemacht haben, das also über eine Deliberation vom Chefrat gelaufen, wo wir verschiedene Offern hatten. Und das waren die besten Offer, die da waren. Da waren ein Kasuer rankommen von einer Fayette, wo wir schon die aufgeschrieben hatten, dass man die nicht mehr rekuperieren. Und da konnte man dann einfach noch ein kleiner Monat von 65 € ran. Da sind manche Resetten hauptsächlich von der Fête Nationale, von der Marche Gourmande, von verschiedenen Manifestationen, die wir so hatten. Und dann als doch der kleine Subsid gewesen, den wir für Kreuz zu evasieren haben, den über den Artikel gelaufen ist. Voilà, Fête la Musique. Voilà, das sind all die kleinen Depensen, die am Fond gehen, reglementags in der Line haben, wo wir da gehen, proposieren zu approvieren. Gehen wir zu den Resetten froh, ja, schön. Ja, als häufig wohnt ein Appell auf Publikum gemacht gehen, aber ja, auf irgendeiner Form war das. Weil die Gemengen, wo das Wohnpublik mit einem Wisse gemacht haben, dass die Bürger auch aus der Gemeinde können mitmachen, weil beispielsweise bei dem Frucht, das wäre ja auch vielleicht interessant gewesen für ein oder andere Bürger aus der Gemeinde. Und besonders zu dem Preis, wo der Fortgang ist, wäre vielleicht auch interessant gewesen für einmal aus der Gemeinde die Möglichkeit zu gehen, den zu kaufen. Ja, aber ich meine, wir haben noch in der Vergangenheit nicht immer gute Erfahrungen gemacht, wenn dann jeder dazu gekauft wird. Und wir haben dezidiert, das nicht zu machen als Fondpublik, mehr einfach professioneller zu freuen. Du hatten auch schon aber Offeren privater dran, die man die refusiert. Und die wurden eben eine professionelle gemacht. Also das ist nicht immer, das könnte nicht immer ein Positives dabei raus, wenn man engem das privat verkaufen, ne, das sprengt. Wir hatten noch schon viel Polemik dann, wenn das gemerkt ist. Die Dateien sind an sich wirklich Ausschreibungen, die publiziert gehen, wo die Leute auch können Material gucken kommen. Und noch dem Moment, dass den Wisi, der die Steh lädt, den ist auch da mal am Spiel. Und die Leute können am 4 sich Material schon wirklich gucken und testen noch wahrscheinlich, wenn es möglich ist. Also was dann das Risiko, aber mit klein, dass den du kann eventuell einen Rekurs kreieren. Ja, ich meine, wenn man so was mit Walle hört, dann kann ich das so aufpacken. Aber hier war ja aber ein Minimalwalle. Du hast auch privat nicht viel mehr Gebäudemengen. Das ist aber schon ein relativ altes Auto, den man da verkauft. Wir behalten das zurück von den Caps. Mit mehr Walle durch kann ich das auch so aufpacken. Eben just bei so Wallen fand ich vielleicht mehr Interessenten, die eben ein Auto basteln. Immer 100 € mehr am Jahr für 500 € Wisse. Also ich meine, das war dem die beste Lösung. Wenn wir einen kleinen Fall haben, dann ist es auch nicht dagegen, für das so hinzupacken. Sonst noch Fragen? Okay, dann geben wir über den Titel des Set aufstimmen, wenn ich gift. Kreis Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Trein Serge. Jo. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Progression von Nico, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Merci. Und da wären wir schon beim Punkt 3.3, wo dem Ton geht von der Feiertag. Und da geht es um Serge Neckett. Voilà, ich meine, ab dem Nationalfeiertag von diesem Jahr sind insgesamt Resetten rangekommen von 7.625 €. Wie alle Jahre haben wir den Abruf gemacht und alle Partizipanten vom Schötter Kulinaria für hier Proposer ranzuchecken, für wen sie wollen da machen. Da sind insgesamt innerhalb vom Delay 5 verschiedene Proposer rangekommen und die 5 haben wir auch direkt behalten, wie das dann auch gut gedeelt gelöst ist durch die 7.625 statt alle Assoziationen 1.525 € kriegen. Die Assoziationen, die proposiert sind an die Trickbehalte sind als Enke Aria Lux ASBL, das ist eine ASBL, die sich als Ziel gesetzt hat, für die Rechte von Frauen zu fördern und bessere Zukunftsperspektiven zu bieten, für notamment für weibliche Flüchtlinge, die heute zu Lützeburg gekommen sind.
Da Nummer Luxemburg Allergy Network, ich meine, die kennen wir schon, die hat man schon, das ist eine Patientenorganisation, die hier an der Gemeinde etabliert ist, die für Allergie sensibilisiert, aber betroffene Personen mit Allergien unterstützt, indem sie ein Bewusstsein für Allergie geschafft wird und die Inklusion von konzertierten Personen an ihrem Arbeitsumfeld gefördert wird. Ich meine, Luxemburg Allergy Network hat auch schon viele Projekte hier an dem Showcampus gemacht, sie machen noch ganz viele Aktivitäten hier an der Show und voilà. Dann hummer Darkness into Light, ich mein, die waren noch die Lektüren immer dabei, dass ein Deel von einer weltweiten Initiative, die stark bewusst sich für Suizid und Selbstverletzung schaffen will, an die konzernierte Personen an den deistersten Zeiten will unterstützen. Dann haben wir ELA Lützeburg ASBL, die setzen sich an für eine Rachkrankheit oder für Trachkrankheit Leukodystrophie zu sensibilisieren und für die Forschung in diesem Bereich zu fördern, an den betroffenen Familien zu unterstützen. Und dann haben wir Schütter Hölleft als Assoziation, die wir gegründet haben, für eben notamment die Flüchtlinge, die hier kommen zu helfen, besonders den ukrainischen Flüchtlingen. Ich meine, die wissen alle gut, dass wir auch der Assoziation 2 Häuser zur Verfügung stellen, wo sie die Leute können logieren und auch sie ihren proposiert, für einen Teil vom Dollar zu kriegen. Voilà. Geht das du froh, ja, Jules? Ja, also das ist kein froh mehr. Auf dieser Platz wollte ich denke, alten Nationen, merci so für gute Arbeit. Und das ist immer am Flug dann so zusammen dort zu kommen. Okay. Wir haben ihnen noch einen Brief geschrieben, also einen leeren Brief für merci zu und sie kriegen noch ein Kado, weil wir heute Schaggi überrascht. Voilà, wenn sonst kein frohe sind, dann gebe ich bitten, dass wir darüber aufstimmen. Kaiser Randy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Melch Nico. Und die Prokuration von Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Auf Jeremy Nora. Ja. Merci. Und dann sparen wir auf den Punkt 2 zurück. Den Herr Weber aus Lohai. Wir sind froh darüber, für uns das Projekt vorzustellen, vom Reservat von der Baumillen. Du schreibst mal über die Pläne an de wie. Und ich meine, schlussendlich noch mal die Präsentation machen. Und wenn wir dann nur noch froh sind, dann gehen wir darüber an. Müsste auf jeden Fall kommen bei dem Mikro. Hm? Eine kleine technische Probleme, wobei an den zu behirven. Okay. Also, guten Tag zusammen. Mein Name ist Stefan Weber. Ich komme vom Büro West. Ich stelle jetzt die Erneuerungen oder die Umbaumaßnahmen, die von uns geplant wurden, für das Reservoir Baumillen vor. Dazu habe ich eine kleine Präsentation dazu erstellt und habe dann auch einen kleinen Überblick über die Zusammenhänge erstellt, um das ein bisschen zu verdeutlichen.
Auf dem Foto oder auf dem Bild kann man die zentrale Gewinnung sehen. Man sieht die Gewinnung von Bumillen. Wir haben 2 Gewinnungsgebiete, eine alte Quelle und eine neue Quelle, die zusammen in einem Reservat zusammenfließen und zusammen gemischt werden. Außerdem gibt es da die Möglichkeit, Wasser vom Wassersyndikat Siedere dazu zu gewinnen und dort zu mischen und auf die angeschlossenen Ortschaften oder die angeschlossenen Hochbehälter einmal Reservoir Schätterhart und auch Neiheißchen zu verteilen. In vorangegangenen Maßnahmen wurde die alte Bumillenquelle neu gefasst und saniert. Man kann hier sehen, die ganze Quellstube wurde neu gebaut und den heutigen technischen Anforderungen hergestellt. Man hat die Quelle neu gefasst, neue Bohrungen wurden unter der Straße durchgetrieben, um die Quelle neu zu fassen. Hat zusätzlich einen Sandfang eingebaut, um die Qualität im Trinkwasser sicherzustellen und die Technik digital aufgerüstet, sodass man über die Ferne auch steuern und bedienen und alles aufzeichnen kann. Im Zuge des Betriebes und der Wartungsarbeiten sind weitere Maßnahmen nötig geworden oder festgestellt worden, dass die zwingend erforderlich sind. Wir haben im Reservoir das Problem, dass der Beton, wie man hier sehen kann, sich langsam anfängt aufzulösen und der muss dringend saniert werden, um die Trinkwasserhygiene und die technischen Voraussetzungen des DVGWs einzuhalten. Dazu kann man dann sehen, der abgetragene Beton bleibt dann in der Kammer liegen und wir haben das Problem, dass die Stahlarmierung im Gebäude angegriffen wird. Wir hätten als Vorschlag, es gibt Maßnahmen der Sanierung, und zwar man kann die Kammer sandstrahlen, dann wird die Armierung freigelegt, die Armierung wird neu beschichtet und anschließend wird die Kammer halt mit einem Kunstharzgemisch versiegelt, sodass der Beton gegen weitere Korrosion geschützt wird. Ich habe noch ein kleines Muster dabei, das ist aber leider in meiner Tasche. Ich hole das mal kurz. Hier kann man den Aufbau sehen und man kann halt sehen, wie die Beschichtung aufgetragen wird. Ich gebe das mal rund, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen, was das auch für eine Versiegelung der Oberfläche ist und wie vorteilhaft diese Beschichtung halt zu reinigen ist und die Trinkwasserqualität damit halt bestehen bleibt. Im Zuge dieser Maßnahme ist es angedacht, die Verrohrung im Gebäude anzupassen. Es gibt Armaturen, die nicht mehr richtig funktionieren, die erneuert werden müssen. Dazu gibt es eine Bypasspumpe. Wir haben das Problem in dem Behälter, es gibt nur eine Wasserkammer, das heißt während der Sanierung muss der Behälter bebypasst werden und um die angeschlossenen Hochbehälter zu erreichen, gibt es diese eine Pumpe. Und für die Spitzenlast abzudecken, ist diese Pumpe zu klein und deswegen muss die zwingend auch getauscht werden und auch erneuert werden. Dazu haben wir in dem Reservoir Chlordosierungen, die jetzt eine permanente Chlordosierung darstellen. Die werden umgebaut zu einer Notchlorierung, die wirklich nur im Bedarfsfall eingesetzt wird. Und die eigentliche Desinfektion wird in späteren Ausbau auf den angeschlossenen Hochbehälter Schätterhart und auch Neiheißchen erfolgen. Dann, das ist das Reservoir von außen. In dem Fall wird in dem Zuge auch der Eingangsbereich neu abgesichert. Wir wollen die Eingangstüre austauschen gegen eine moderne Sicherheitsedelstahltür, wie sie auch in der Quelle Bumillen Alt eingebaut ist. Außerdem soll gegen Hochwasserszenarien ein mobiler Hochwasserschutz eingebaut werden, sodass dass wenn der Bach oder der ein bisschen weiter unten liegende Bach anschwillt oder in einem Starkregen anschwillen könnte, man vorher diesen Schutz
des Hochbehälters einbauen kann. Des Weiteren wird die Anlagentechnik, die E-Technik im Gebäude saniert. Im Moment sind alle Schaltschränke voll und mit alter Technik ausgestattet. Dies soll in dem Zuge des Umbaus oder der Sanierung bereinigt werden. Die Schaltschränke werden überarbeitet, auf digitale Technik neuesten Stand umgerüstet und Ausbaureserven werden damit geschaffen. Dazu zählt dann auch die Prozesstechnik, die Archivierung der Daten und die Übertragung für die Mitarbeiter, sodass alle gängigen und bedienrelevanten Elemente digital bedient werden können und von Ferne gesteuert und überwacht werden. So, und zum Schluss kämen wir dann zu den erwartbaren Kosten für das Projekt, die dann hier aufgezeigt sind. Wir haben es ein bisschen separiert in die Wasserkammer, also in die einzelnen Schritte, die angedacht sind. Einmal die Sanierung der Wasserkammer, einmal die Maschinen- und Anlagentechnik, die Elektrotechnik und die Automatisierung, die für die einzelnen Schritte. Ich lasse das mal stehen. Wenn dazu Fragen wären, dann würde ich die beantworten. Ich bin nicht froh und so. Nora von Schlift. Also ich kein froh. Ich wollte nicht direkt. Also mir wollte so, mir begreifen natürlich das Projekt, weil ja Qualität vom Wasser immens wichtig ist. Und hauptsächlich effektiv fand gut, dass dann der Chlor so Mann wie möglich angesagt wird, dann da eben durch UV-Strahlen ersatzt wird. Dafür fand mir das dann ganz gut. Okay. So. Das war bislo nicht möglich, weil wir ja auch Seebasswasser mischen und Seebasswasser bislo auch chloriert war. Und das ist so nicht mit der Fall und dafür können wir das Tolo switchen. Ja. Wir haben aber ein Problem trotzdem, also du bist da nicht am ganzen Reso, wenn irgendwo am Reso Bakterien oder so antreten, ne, dass man klar ist, über die ganze Reso schützt, ne, das man dem Fall nicht, ne, das ist aber besser für die Wasserqualität und die Risiko also hochschätzbar, am Museo permanent am Gangen Fritten zu sichern, wir wissen relativ sehr, wenn wir Fritten haben, also von daher ist das absolut vertretbar und eine bessere Lösung. Das ist noch froh. Pol und Schlift. Ja, das ist positiv zu sehen, dass die notwendige Erneuerung vom Wasserbassin an Ugriff geholt wird und die Technik effektiv modifiziert wird. Bei der Elektrotechnik schwätzt hier von Errichten von einer Notstromerspeisung bei einem Stromausfall. Könnt ihr als dazu Details gehen, wie das später auf der Platz ausgesehen? An der Gemeinderatssitzung vom 25. Januar 2023 war ja schon eine Wie gestimmt von 100.000 € für immer für unter anderem den Neubrücken an Pumpestationen und Modernisierung von der Kommunikationstechnik. Dadurch sollte ja eine Redundanz von der Kommunikation zwischen den einzelnen Pumpestationen an dem Leitsystem entstehen. Für Lo auf den Punkt zu kommen beim Lo 4 als UGIN das Kommunikation per Rapport zum zentralen Leitsystem zu optimisieren. Sind die an der letzten Legislaturperiode initiiert Arbeiten nicht aufgeschlossen gehen oder machen wir bei vielleicht ein Double Emploi, wenn wir speziell mit dem Lohnfeier von 40.000 € Unit mehr. Wenn die Arbeiten an der Pumpestation gemacht gehen, kann den Basing zu Schötter an der Herd ja, die Gravität vom Sidere gefüllt gehen. Wie geht es dann mit dem Basing Neujahrsjahren an unseren Quellen? Können der mit der Zeit ja nicht nutzt, können wir die Zeit nicht nutzen? Wie sollen die Arbeiten gemacht gehen? Was sollen am besten am Sommer das zu machen? Als froh, ich weiß nicht. Und dann den Umbau vom Basing, das Problem am Seebisswasser. Was Chlorisierung angeht, du hast ja das Problem ja immer mit dem Sidere. Im Moment
ja auch kein chlorisiert Wasser darf liefern, ist das auch so, dass denen aufgeklärt, wenn es dem UV verdammt gestartet ist. Dann zum Szenario vom Blackout, den erwähnt ist, kann den Chefredakteur von Schiff erklären, wie den Notlauf ist, aber wie eng Mesuren den Moment getroffen gehen an einem Fall von einem Blackout. Also, ich frage vor der letzten Frage an, was verstehst du da drin? Mit dem Szenario, wenn du effektiv an Blackout ist, wie ist das Szenario abgestaltet, wie geht Bürger informiert oder wie... Wenn man gegen Trinkwasser mehr haben. Ja. So wie man das immer gemacht hat. Ne? Ich meine, wir haben als Kommunikationskanal formalisiert, sodass man den besten Kommunikationskanal immer nutzen werden, um zu informieren. Aber das hängt von Situation zu Situation auf. Wie war das der Blackout entstanden? Was das sind die Ursachen? Was tun wir nach der Kommunikation? Am letzten Instanz muss man Schelle gehen, bei den Leuten, bevor man einen Mobile durch die Straßen. Aber dafür drin, solange die anderen Kanäle funktionieren, nutzt man die. Und dann gucken wir immer, dass die Leute bestmöglichst an den besten Zeitraum zu erreichen. Auch da hängt es ja von der Kontamination auf. Vielleicht hatten wir nicht mehr Sand an der Quelle, da war das Wasser auch ein bisschen trüb, das ist aber nicht direkt ein riesiges Gesundheitsproblem. Dann kannst du einen Kommunikationskanal wählen, wie wenn man ich weiß nicht, ein täglich Bakterien am Wasser hatte, wo man muss praktisch bei den Leuten hingehen und ihnen so, die dürfen kein Wasser mehr trinken. Ich meine, das hängt immer vom Szenario auf. Also eine generelle Antwort und eine generelle Lösung meine ich schon mal nicht. Wir müssen aber alle gut Meier gehen, für alle die Kanäle, die wir heute haben, die optimal auszuschöpfen. Und das wir auch mal in der Vergangenheit hatten, dass vielleicht den einen Service um den E-Kanal kümmern und den anderen. Und dann hat das nicht zusammengepasst, dass wir den Fall auch nicht mehr dorthin mehr antreten, an die Kommunikation reibungslos so viel geht, wie das soll sein. Ja, das war 2 Jahre an sich auch los mit dem Blackout-Szenario, geht schon für einen Chain am Betrieb selber, und wie ist das strukturiert mittlerweile? Wie ist dort ein Auflauf? Wie wird ein Pan gemeldet oder ein größer Pan, wo wirklich ein Blackout ist komplett? Wie geht dann mit den Services von der Gemeinde? Wie gehen die avisiert an wie ist dort schön Hand drin? Geht dort der Chef mal informiert oder schaffen sie autonom? Ja, auch da meine schenkt es immer von der Bahnhof, der vom größten anzunehmen Unfall ausgehen, ne, dann informieren die Leute ja auch eine Hierarchie, ne, wir haben ja eine Permanenz auch, und da geht das darüber informieren, da geht der Chef die Information noch. Evangelo hat so raushören, also eine Prozedur oder nicht? Doch. Okay. Das ist nur nämlich nicht so näher. Doch. Also die Prozedur, die geht. Dafür wundert mich ein bisschen froh, für was man den nicht sollen haben. Ich meine, wo wir noch am Gange sind, noch rauszubauen, das sind bei anderen Notfällen. Du weißt, dass wir die Jodpöllen alle gut gesagt haben. Da sind wir am Gange, Prozeduren aufzustellen, dass auch für die neue Leute, was müssen intervenieren, wissen, wen, wo liegen die Jodpöllen. So sind was nach Arbeit zu machen, da sind wir am Gange. Aber beim Wasser haben wir das ja schon lange, die Notfallpläne. Ne? Ich meine, wir sind ja auch Gold zertifiziert gehen am Kader vom Drüpsi. Ja, du hast den Safety Waterplan, der gehört ja dazu. Auch da muss Konditionen erfüllen, für die Zertifikation dort zu kriegen. Und ich meine, da sind wir ganz gut aufgestellt. Ja. Voilà, wir kommen vielleicht mehr zu den technischen Problemen zurück. Für die Frage mal mit dem Blackout jetzt Bezug auf Reservoir Bomillen ist es dann so, wir werden eine Einspeisung von außen vorsehen, sodass die Feedpumpe, die wir jetzt mit erneuern werden, von außen betreiben können. Das heißt, wenn kein Strom da ist, können wir das mit dem Notstromaggregat machen, sodass wir auch aus dem Reservoir mit den eigenen Quellen dann bis auf Neuhäuschen rauskommen. Das werden wir auf jeden Fall vorsehen, und man hat ja dann die Möglichkeit, über ein Kackespüsch dann vom Siederet Wasser dann auch bis auf Schütterhart im freien Gefälle zu kriegen. Also die Sachen werden jetzt auf jeden Fall im Umbau mit vorgesehen. Sind dann die No-Breaken installiert, gehen die Demos am Menge Rot am Devis budgetiert waren? Das waren nämlich No-Breaken für die Pumpestationen. Unterbrechungsfreie Strom, USV auf Deutsch.
Die USV, die sind installiert worden, ja. Okay. Das ist ja für die digitale Technik zu stützen, damit die weiter übertragen kann. Das hat jetzt mit der Pumpe an sich ja nichts zu tun. Dann kriege ich ja jetzt mein Wasser aber nicht transferiert. Deswegen muss man halt dann von außen Strom zugeben über Notstromaggregat, um dann die Pumpe zu betreiben, um Neuhäuschen zu besorgen. Den Teil werden wir auf jeden Fall jetzt mit einplanen und die USV, die Sicherung der Datenerfassung, die ist eingebaut. Ich war zu einfach ganz andere Leistungen. Das ist ganz ernst, dass ob ein Pumpel drehen oder ob der Prozessor lebt, für Signal weiterzugehen. Wie kommen Sie dann mit dem Notstromaggregat auf Platz? So gut kenne ich jetzt die Struktur jetzt der Gemeinde nicht, aber normalerweise ist es ja ein mobiles Notstromaggregat, was ich anhängen mit dem Hänger, was ich mitnehmen kann mit dem Fahrzeug. Ich gehe jetzt mal davon aus, gut, jetzt ist halt die Frage, was ist es? Ist es jetzt die Problematik, dass man Überflutung haben? Dann komme ich natürlich nicht mehr hin, dann muss ich von oben, von der Straße ran. Dann brauche ich relativ lang Kabel, das ist richtig. Ansonsten, wenn ein normaler Stromausfall, gehe ich ja davon aus, dass ich beifahren kann, dass ich wenigstens mal bis hinkomme. Da der Blackout jetzt nicht unbedingt nur Bomillen betrifft, der wird ja dann wahrscheinlich einen größeren Raum betreffen. Und dann kann ich beifahren und meine Pumpe betreiben. Wie verhält das sich dann bei einem Notstromaggregat, schwätzen wir ja von einem Dieselmotor, größtenteils. Ja. Nee, das ist schon richtig, ja. Und wie verhält das sich dann mit dem Fett, dass in einem Naturschutzgebiet ist? Ist halt dann ein Notfall. Ich muss halt abwägen. Wo will ich hin? Will ich jetzt die Bürger mit Trinkwasser versorgen oder fahre ich jetzt mit dem Diesel? Ich fahre ja auch mit meinem Auto da rein. Das ist ja auch ein Diesel. Also ja, nee, aber das ist im Grunde. Es kommt oft selber raus, gell? Also. Gehen so nach froh. Und man aber alles geantwortet. Der hat schon gesagt, die Pumpe, die ersetzt wird, die ist ja dann für die Versorgung. Lützburg weiter schwätzen, Okay. das ist mir egal. Die Pumpe, die ersetzt wird, die für den Bypass, die ist ja da gedurcht für dann die Zeit, wo der Basing umgebaut wird, für dann Wasser alle abzupumpen. Ja. Dann. Genau. Okay. Ja, im Moment Das, ist ja im Moment eine Notpumpe. Das heißt, wenn jetzt das Reservoir geputzt wird und gereinigt wird, dann muss ich ja sowieso mein Wasser oder meine Behälter weiter mit Trinkwasser versorgen. Die ist aber für den Zeitraum der Sanierung, der 2 bis 3 Monate dauern wird, zu klein und auch dann vom Lebensalter halt zu wackelig, dass die Gefahr, dass sie ausfällt, zu groß ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir werden die im Vorfeld erneuern, wir werden sie auch im DB etwas erweitern, damit wir halt sicher die Reservoire befüllen können und das soll halt jetzt einfach mitgemacht werden. Vom Wasser her kriegen wir nicht mehr ausgefasst dann, während der Bauphase. Nee, das heißt, die Quellen, man ist während der Bauphase komplett auf Siederwasser angewiesen, weil wir keine Möglichkeit haben, das Wasser zu sammeln. Das ist leider so. Für den Zeitraum ist das so. Das ist auch so. Ne? Ich meine, wir fassen nicht Wasser all da, also alles. Ne? Wir fassen das, was wir brauchen, und der Rest läuft sowieso wird der Bypass launcht. Quell bringt am Anfang mehr, wie das Wasser, was wir nutzen. Das ist noch froh. Kein Froh mehr, da könnt man darüber aufstimmen. Da gebe ich dem Herrn Weber vielmals Merci so für die Erklärungen. Kaiser Andi. Ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Heinz Hersch. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Progression vom Nico, ja. Mon Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fodjarini Nora. Ja. Also. Just in time. Vous pouvez déjà venir devant, c'est le prochain le prochain point de l'ordre du jour. Voilà. Là, da geht der Computer durch, wenn nicht, dafür muss der Madame Kassoli.
muss heier stechen, geht leider net op der Seite. Voilà. Voilà, das sagst du mir schon eine kleine Einleitung. Voilà, ich mengen de Projekt vum Ausbau vom Schulcampus lang nues. Ich mengen die echte Keier am letzte Chef oder am letzte Legislaturperiode 24. November 2021, wo am Anfang den Masterplan wie von Schreider Associ ausgeschafft Ginas H4 gestaltet Ginas an approviert Ginas von do un das weiter do geschafft gin. Ich meine den 10. Juli 2024 hat man am Gemengeroten eng Adaptation vom Masterplan gemacht, notamment wat de Bâtiment 10, also die aktuelle Schule, Großschule ugeht, hat sich betrifft adaptiert. An lo immer ha fir hauten nowen den Projekt von der Extension vun dem Gebäi wat no den Mont de Petit immer geheescht, den alles wat Zikel eenent ass fir do Schul an der Mesorolé zu summen ze veregen. An do ass eng Kipp die un Projekt schafft. Ich meine, das enker Schreider Associ haut Madame Kasuli vertreden an dann als den Architektin und de Projekt begleet huet als Coeber durch Madame Denef vertreten an alles Genie Civil als Ochschreder den Associ an alles Genie Technikers als Betik an Marianne in den Nowen Teil fir den Projekt 4 zu stellen an gi hin noch huet fir ihr stellt dann alles mal 4 stellen. Wir gehen enke mat Dichte Projekt. Wir fenken nun Schlussen d'Architektin enker den Projekt 4 stellen, an ech fuhren dann donno weiter mat Planning a mat dem Budget. Madame de Hennef der Präsentationun op Franzisch machen, an ech fuhren her oder weiter op Plätzeburgch. Donc voilà, aujourd'hui on vous présente le projet de l'extension. Donc ici vous avez la rue principale de Chutrange avec le hall sportif, le parking. Ici, la maison relais existante. Et donc, le projet, ça concerne l'extension de la maison relais existante qui vient dans la prolongation du bâtiment existant. Donc, voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, on retrouve ici la maison relais existante avec le premier étage. Donc, on se connecte, vu la topographie du terrain, directement au bâtiment existant. Donc, on aura une prolongation dans le couloir avec toute cette partie-ci qui est dédié avec des locaux supplémentaires pour la maison relais. Donc, on a une salle de psychomotricité, une salle rythmique de musique, une salle lecture-repos et 2 salles d'activité ainsi que les locaux éducateurs. Et on retrouve au rez-de-chaussée, dans l'autre partie, 4 salles de classe pour les élèves les plus petits. Au niveau de l'aménagement extérieur, on retrouve une cour qui est séparée en 3 ambiances différentes qui permettent d'avoir à la fois un bobbycar et des espaces de jeu ou des espaces plus calmes. Et le bâtiment au rez-de-chaussée, il est également connecté par ici au jardin qui se trouve à l'arrière où les enfants ont actuellement de nombreuses activités. Un point essentiel du projet à la demande des enseignantes, c'était d'avoir des espaces extérieurs, tout ici, en lien donc avec les différentes salles de classe et salles d'activité. C'est un espace couvert, donc au-dessus il y a une coursive pour pouvoir avoir des activités à l'extérieur aussi avec les enfants du précoce et du préscolaire. Je vais passer à la slide suivante. Voilà, au premier étage, là, on retrouve 9 salles de classe réparties dans le bâtiment, 2 salles d'appui pour offrir du soutien scolaire et des activités avec des plus petits groupes, une salle d'enseignement et les locaux sanitaires et de stockage dédiés. Et on retrouve aussi sur le pourtour du bâtiment donc la coursive, ici l'espace extérieur, donc en lien avec les salles de classe. La coursive, elle permet aussi l'évacuation des enfants en cas d'incendie. Donc on a différents escaliers, on a 3 escaliers qui sont répartis
pour l'évacuation en cas d'incendie, ce qui nous permettait aussi d'aménager les couloirs avec d'une part les zones pour que les enfants puissent mettre leurs effets personnels et d'autre part des sous-zones où on peut avoir des activités en tout petits groupes ou des enfants qui veulent des activités un peu plus calmes à certains moments. Et voilà. Donc au niveau de la toiture, on a des panneaux photovoltaïques, c'est une toiture végétale et on a le local technique où est intégré les CTA, donc les centrales de traitement d'air et les pompes à chaleur qui sont reliées à une géothermie et les sondes de géothermie se trouvent ici sous le bâtiment. Donc voilà, le local technique il est accessible par un escalier directement depuis les coursives sans passer par l'intérieur de l'école pour la maintenance, etc. C'est plus efficient. Et le local technique il est aussi recouvert d'une toiture végétale. On a prévu un peu plus de terre pour permettre aussi les plantes, etc., pour favoriser la biodiversité. Voilà, donc ça c'est au niveau des coupes. Donc la coupe principale c'est celle-ci avec les couloirs où on retrouve l'escalier intérieur et on a le local technique et avec un puits de lumière pour vraiment ramener aussi la lumière naturelle au cœur du bâtiment, même si on a en bout des couloirs qui donnent sur les coursives chaque fois des points d'éclairage naturel. Au niveau des façades aussi, donc on a ici chaque fois une salle de classe donc avec 2 grandes fenêtres et 2 plus petites fenêtres qui donnent sur la coursive et donc toutes les salles de classe ont un éclairage naturel important. Donc voilà, ça c'est la coupe principale. Voilà. Alors au niveau de la durabilité, donc on a voulu développer un projet durable. Au niveau des murs extérieurs, on travaille avec des caissons et une isolation en paille. Et on vient avec un doublage intérieur à la fois pour renforcer l'isolation et pour l'acoustique. Donc ce type de mur, ça permet à la fois d'avoir une très très bonne isolation thermique, une très très bonne hygrothermie au niveau du mur et un très bon confort d'été. Et le doublage, en fait, le panneau intérieur, ce sera un panneau en plaque d'argile lourd. Donc ça apporte aussi un confort à la fois acoustique, mais aussi au niveau de l'hygrothermie et du bien-être dans le bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est une coupe de principe. Donc on a des éléments porteurs en bois, des caissons paille, les doublages avec l'argile. Et le but, c'était aussi d'utiliser des matériaux locaux, c'est-à-dire le bois local, la paille et l'argile, qui sont des matériaux à faible émission de CO2. Et tout le bâtiment est avec un bardage bois, en fait. Voilà. Donc il y a des études qui ont été faites, à la fois pour comparer différents complexes. Vous voyez ici qu'au niveau des émissions fossiles, le fait de travailler avec l'argile, le bois, on a très peu d'émissions fossiles au niveau du complexe du mur. Et comme c'est des matériaux bio, ils ont aussi un pouvoir de rétention du CO2. Donc on a un effet négatif. Donc on voit ici sur l'analyse ici qu'en fait les émissions de CO2 sont négatives vu que c'est des matériaux qui captent le CO2. Les seuls éléments qui ont un CO2 positif, c'est les éléments d'encapsulage de la paille pour répondre aux critères feu de protection. Donc le complexe de mur, il va être encapsulé intérieur et extérieur par des matériaux avec une bonne résistance au feu. Donc c'est tout à fait quelque chose de sécurisé et on a rencontré le CG10 à ce niveau-là et c'est validé par les prescriptions CG10 et ITM. Donc voilà. Donc au niveau du mood board, là vous avez déjà une photo d'ambiance donc avec la coursive. Et donc au niveau de l'aménagement intérieur, on a voulu travailler justement sur la thématique de la forêt. Donc comme on est en bâtiment avec poteaux-poutres, donc on a tous ces poteaux comme ça qui rythment un peu l'espace. Et on avait trouvé que c'était un fil conducteur intéressant pour les enfants aussi en lien avec le site dans lequel se trouve l'école qui est très vert. Donc voilà, au niveau des ambiances, on a voulu travailler avec les matériaux naturels, des teintes aussi naturelles, donc les couleurs chaudes, l'argile, le bois apparent. Ici, vous avez des enduits d'argile, le bois. Donc ça, c'est un peu pour les ambiances. Et sur cette base-là, on a développé une palette de couleurs. Donc voilà, ça, c'est la palette de couleurs qui reprend un peu les teintes naturelles des matériaux, des feuilles, et sera la palette principale à l'intérieur du bâtiment pour l'aménagement intérieur.
Au niveau des revêtements de sol au rez-de-chaussée, on pensait travailler avec un sol en carrelage en terrazzo pour rappeler un peu tout ce qui est minéral, le gravier, et revenir aussi sur des teintes naturelles. Donc ici, on a un peu différentes options qui sont possibles et dans lesquelles on fera la sélection. Au niveau des parois vitrées, où il y a toujours des protections visuelles pour que les enfants puissent identifier les parois, on souhaitait travailler aussi avec des motifs, des éléments qui rappellent la nature, la forêt, les animaux, pour avoir vraiment cette continuité dans le bâtiment. Voilà, donc ça c'est l'entrée, l'espace intermédiaire donc d'entrée. On a en effet tous ces poteaux, on fait un traitement au niveau du plafond pour exprimer un peu cette idée de forêt avec des arbres et des éléments où les enfants peuvent s'asseoir. Au niveau des halls de circulation, donc les couloirs de circulation, donc il y a ces zones où les enfants peuvent mettre leurs effets personnels, donc ils sont travaillés en épi, comme les enseignantes le demandaient, et ça permet de libérer des zones un peu plus loin dans le couloir pour avoir des zones aussi d'activité en plus petits groupes, qui était un souhait des enseignantes. Ça, c'est les salles de classe. Donc, dans les salles de classe, on retrouve l'argile que vous voyez ici sur les murs principaux. L'autre mur, il est dédié donc aux armoires de rangement. On a une transparence au niveau de la porte, c'est-à-dire la porte pleine, mais avec une grande baie vitrée pour avoir un lien avec le couloir. Les armoires, elles ont été travaillées donc avec des zones ouvertes pour que les enfants puissent ranger le matériel, et les zones plus fermées qui est le rangement accessible aux enseignants, donc les choses qui ne sont pas disponibles tous les jours pour les enfants. On a les lavabos adaptés aux enseignantes, aux enfants. On a aussi les tableaux numériques, une liaison avec la salle d'à côté, et des panneaux acoustiques. Ici, c'est des panneaux acoustiques qui ont été intégrés, ainsi qu'au plafond. On a un panneau acoustique et aussi de l'argile, donc pour apporter une meilleure inertie au bâtiment. Voilà. Und da ging ich weitermachen mit den nächsten Punkten. An der Phase APS, da wo man viel gesehen, dass du wo haut Menschen aus, dass die Rez-de-chaussée ging stehen bleiben und dass eine neue Konstruktion der nächste Stock ging drüber gebaut ging. Habe ich schon denke, das Leute gewesen, das war dann der Phase APS 4 gewesen, wo das wo Rez-de-chaussée die bestehende Menschen wie ein Haut das mit den Stützen. An dem ersten Stock, wo die Stützen, die sollten genau drauf gesagt gehen. Du hast aber an der Phase APS bis sind aus dem Management wenig umgeändert gehen, nächste Stock in der anderen, da sind die 2 Stützen, die 4 nach Pfeiler ugedeiht, sie Stunge sie wäschgeholt gehen. Das heißt forcément aus dem Moment wenig mehr leicht auf den Rest von der Struktur portant kommen, das heißt auf den Rest von der Stütze beziehungsweise auf der Wand. Das hat natürlich dann noch eine Reperkussion am Niveau vom Rez-de-chaussée. Da haben wir dann die Verifikation Statik gemacht und was dabei rauskommt, dass die bestehenden Stützen, die heute da sind, eigentlich die neue Lasten nicht mehr herle gingen. Und darauf hin haben wir dann müssen feststellen, dass wir eigentlich die Mensa so nicht konnte beibehalten und dafür entschieden, für einen Wäsch zu holen, umzusetzen und halt eine neue Konstruktion zu machen, das ist Rez-de-chaussée am nächsten Stock. Dann fuhr ich weiter am Planning vorgesehen als für das nächste Jahr im Januar mit den Arbeiten anzufangen. Da sind 4 Monate vorgesehen für Travaux préparatoires. Travaux préparatoires heißt, die Installation de Chantier für zu bereden, Deviation von der Réseau für zu bereden, wohin oder zukünftig Gebäude könnt, an neue Fundamenter bzw. neue Modulcontainer aufsetzen für die neue Mensa. Das wird von Januar bis April 2026 vorgesehen. Und da gingen wir dann am April 2026 auf dem Site aufhängen, wo effektiv das neue Gebäude hinkommt. Das heißt, die ersten Arbeiten weitermachen mit der Version von der Resoen und Forage für die Geothermie. Da sind da vorgesehen von April bis Juni 2026. Dann fuhren wir weiter ab Juli 2026 bis November 2026, wo wir dann die Forage-Geothermik selber machen, plus nach Réseau-Antirif bereden. Und da gingen wir dann an Oktober 2026 kommen und dann aufhängen mit den Fundamenten. Und das ging dann dauern von Oktober 2026 bis Februar 2027. Dann ab Februar 2027 ging wir dann mit der Holzkonstruktion aufhängen, das heißt mit dem Reibau und das ging dann von dem Planning dauer bis November 2027.
Dann hummer so Schlummel de Rebau soweit sto, dat Techt mir kenten dann am September 2027 ufennken mat Installationtechnik bannen am Gebäi, mat den Gebäi zoumache Fënstren Dieren a mat de Parachevementer. An du wird dat fir dafir gesinn vun September 2027 bis November 2021. Da fuhr man weiter vun Januar bis November 2020 dann weiter mat alles wat Parachevement ass, fertig Installationen, technische Installationen, an dann noch d'Aménagement exterieure Bause rundre machen plus Mivelen, sodass man dann soweit wären, dass man am März 2029 Gebäi fertig hätten, matten Rezeptionen, für das da können am April 2029 an Gebäi ragoen. Ja, schuss nach enke ganz kurz mat de Prozeduren, wenn ich mat de Submissionen ufenke, wenn ich das mat den Nerbechten ufenken, a wenn ich das dann am März, April 2021 Leiit an Gebäi kënne rakommen. Dann de Budget Coût de Konstruktion, die sind op 24 Millionen gerechen ginn. Dann honorären Fréconnexen 3,5 Millionen, sodass dann de gesamte Projekt 27,5 Millionen kosten. Die Subsidien, die sind am Moment gerechnet estimiert, wir haben noch keine Konfirmation, wir können du mal da rechnen, dass vom Ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse, dass du bis zu 5,6 Millionen kriegen, wie gesagt, das noch nicht konfirmiert, das müsste noch ugefrot gehen, bestätigt gehen. Wir mit dem Montant können die rechnen mit denen Donnen, die wir bis haben. Dann haben wir noch ein Jahr für die technische Installationen, da können die mit bis zu 1% rechnen. Dann haben wir noch Subsidien für Durabilität, das ist das, was Madame de Hennef hier erklärt hat. Das heißt, die Projekt im Moment, das ist ein Projekt durabel. Und dann haben wir auch noch, weil der Pilotprojekt ist, da sind wir auch am Gang, am Ministerium zu gucken, für das wir da auch Subsidien kriegen, für das die ganzen Prinzip mit der Fassade, wie Madame de Hennef erklärt hat, das ist etwas, was wir hier am Land so noch nicht gebaut haben. Sodass wir dann, ich gehe noch ein Jahr zurück, ich wurde zu schnell, eigentlich so bis zu 4 Millionen Watt von Subsidien kennt, überholen gehen, sodass dann die Gemeinde nach einem Montant von 20 Millionen müsste überholen. Wenn wir dann die Extension fertig haben, dann geht es weiter aus dem Site der Tisch der Extension. Das ist das Gebäude, das wir dann fertig haben, da gehen wir weitermachen. Und wir gingen das Gebäude transformieren. Das ist, wo heute Schule dran ist, da gingen wir dann die Maison Relais Cycle 2 bis 4 dran machen. Und dann fuhren wir da weiter und wir gingen hier, was Maison Relais haut ist, auch transformieren und dann Maison Relais just für den Cycle 1 machen. Und da haben wir auch schon eine Estimation gemacht, das heißt für das Gebäude, für Maison Relais Cycle 2 bis 4, da wären dafür gesehen ungefähr 8 Monate. Ja, merci. 8 Monate für gesehen. Und im Moment sind da bestimmt die Lichttransformation auf 1,8 Millionen estimiert. Aber wenn wir dann an die Maison Relais gehen, für den Cycle 1, für die Transformationen zu machen, da sind momentan mit den Transformationen, die für 6 Monate für gesehen, für ein Montant von 1 Million. Wenn wir froh für Technik sind, da kann den Herr Mariani gerne entfern, sonst hat man noch nicht viel gesehen, wo hier ging vier Stellen. Voilà, ich wollte noch schon mal den Satz dabei so zum Plündern, ne? Da sind wir flott von den einen Schule kann am September Betrieb holen, ne? Weil die Schulorganisation einfach auch viel auf dem abbaut, wieder noch Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Das ist auch nicht der Fall, am Moment viel diskutiert, das kriegen wir leider nicht hin. Mit der Vierte ist aber dann, da kann ich so Rodage fahren. Ne? Da muss ich gucken, wen plündert, zu welchem Zeitpunkt. Und dann, ich meine, das ist ein Gebäude, du hast ganz sicher noch verschiedenes Not zu regeln, bis das voll funktioniert. Und hier hätten wir dann die Möglichkeit nach am 3. Trimester 2021, am Schultrimester, für das Gebäude dann zu rotieren, kennenzulernen, Not zu regeln. Und das muss man gucken, dann noch mit dem Lehrpersonal, mit den Conciergen, wie wir das Plündern dann am besten organisieren. Und da gehen jetzt so froh. Ja, Serge.
Ja, merci für Ihre Präsentationen. Weil ich meine, den Sergio hat schon viel Druck gesagt, dass ein Projekt, den schon Zentrum pur meint an dem Ausschaffen hast, für Lummer so zu sagen, dass an der letzten Legislaturperiode umgegangen. Und wir begrüßen natürlich, dass das Projekt immer mehr konkret wird. Das ist ein flottes Projekt, den zusammen mit vielen beteiligt, mit vielen Akteuren, das heißt Lehrpersonal, die Regionaldirektion vom Fundamental zu Becher, mit den Eltern der Politik, mit denen alle zusammen ausgeschafft gehen. Das hat natürlich eine wichtige Sache, dass ein flottes Projekt kann zusammenstellen, wie das los. Für die an den Erklärungen haben wir auch gesehen, dass das Projekt zukunftsträchtig ist und auch der Umwelt Rechnung dreht. Für dem Chef Roth ja für die von Anfang an so ein wichtiges Urlaub war. Der Schwab vom Architekt, den hat sich auch finalement dem Allgötten zusammen gemacht und den hat sich auch finalement als richtig erwiesen. War gut, genug Blumen verdeelt. Den Rolle vom Gemeindekonseil als der Woche für Dossier ein bisschen mehr in das Loop zu holen, haben wir verschiedene Ungereimtheiten auf den Plan an einem Dossier festgestellt, die daraus, ich denke, beantwortet könnt. Gut, was uns als erstes auffällt, das sind die Installationen de Chantier, die Freien, die dort zusammenkommen. Und gut, ich meine, das ist ganz klar, das ist kein kleines Chantier, es sind ja nur viele Corps de Métier mit am Spiel, da könnt natürlich etwas zusammen. Aber ich meine, wenn ihr die Ringinstallation des Chantier guckt, ohne Accessoires, die dabei sind, ich weiß mal von 600.000 €. Gut, und andererseits froh, ob vielleicht geguckt wird, als für Synergien zu finden, für zum Beispiel können Büroscontainer, Direktionscontainer, für die eventuell zusammenzulegen, dass nicht immer im Container ab muss gerät gehen und dann so weiter und so fort. Ich meine, da könnte es ja eventuell eine kurze Erklärung geben. Und voilà, kommen zwar noch ein paar mehr kleine Sachen zum Parking Campus. Wenn man den Implantationsplan gesehen von Coeba, du hast den Parking unberührt. Wenn ihr aber am Dossier, am RPD-Dossier von ERS, von Schrader Associé guckt, also aber eine Modifikation vom Parking. Wäre das so richtig? Weil du die Pläne müssen da vielleicht synchronisiert gehen. Gentremol, also für dich muss die Installation de Chantier geht oder vollkommen recht. Der Stadt wird mir immer viel gesehen, dass das Installationen, die bleiben von Anfang bis Ende, der Stadt sind alles für Sanitärvorrichtungen sind, und das wird Büros, Container sind für die Maîtrise d'œuvre, das heißt für uns. Lo für die anderen Entreprisen müssen zum Beispiel nicht stehen, die sind die Terrassements, Rehbau machen, die kommen, die sind den als Feiermento, da geht den hat den Container mit, das heißt, die setzen wir nicht zur Verfügung. Und für eine Mesure, wie die Entreprise kommen, also immer die Wies, wir setzen einen Materialcontainer und wir setzen oben drüber Büroscontainer für auch versichern, die Fläche von der Installation de Chantier so klein wie möglich zu haben. Lo hat gesagt, effektiv mir 600.000 € dafür gesehen, ich erkläre noch für was. Die ganze Site, den Asio, dadurch, dass der Site an Exploitation bleibt, das heißt, wenn wir die Extension machen, dann müssen wir trotzdem immer noch gucken, dass Kanner bis auf die Spielfelder kommen. Wir müssen gucken, dass Kanner rundherum durchkommen. Wir brauchen auch eine Achse für das Kamion, für das Material, und wir brauchen eine Möglichkeit, wo wir die Container hinsetzen. Das heißt, wir haben hier gesehen eine Surface, die wenig außerhalb sonniger vom Site ist, für das man erstens mal Platz und zweitens, dass man auch mit Sicherheit mit den Kamion auf den Site kommen, sodass man effektiv so de Publik getrennt haben von unserer Aktivität vom Chantier. Das ist ein Modell, ich mir vollkommen recht. Wir haben Implantationsplan Parking, du hat Coeba nicht vorgesehen, das ist ganz richtig. Wir haben am Moment für das Restaurant hatten wir zusammen geguckt und da war eine Idee gewünscht, für effektiv hier auf dem Parking 40 sind die provisorische Mensa. Wir sind aber noch am Gang zu gucken, für erste Parking zur Verfügung zu lassen, und nicht während der Phase Chantier zu stehen, da sind wir noch Möglichkeit, die Stunde zu parken, dafür sind wir noch am Gang zu gucken, ob man nicht eventuell
op enger anderer Platz die Mensa kënne fir gesinn. An dofir hunn sinn an neich op ihre Plan iwwer Hollwelten an net 100% definitiv ass. Okay, vielmals merci. Wenn ich das noch richtig verstanden, da bleibt den Campus, der Parking ja auch während der Chantiersphase op für das Publikum. Ja. Okay, merci. Gut, und dann als an einem Dossier markiert betreffend Wärmepumpe vom Gebäude oder die Wärmepumpe vom Gebäude, das ist am Dossier von BTIC, das ist ein Akkord de Prinzip da ist. Wir haben noch keine Autorisation d'Exploitation. Mais das ist aber ein bisschen no risk, no fun. Hast du schon die Marschen für den Akkord zu kreieren oder? Ja, also die Marschen sind am Gangen. Je te laisse peut-être, tu as compris la question? Sur l'autorisation pour la géothermie. Oui, on demande toujours une autorisation de principe à la GE pour le forage. Il nous indique jusqu'à quelle si on s'est autorisé et jusqu'à quelle profondeur on peut forer. Donc cet accord de principe, on l'a eu. Ensuite, pour avoir l'autorisation, on va dire définitive, il y a ce qu'on appelle un screening d'études d'impact d'environnement qui a été fait, qui est en cours, qui est soumis au ministère. Et une fois qu'on a un retour, en fait, ce document va vérifier qu'on n'est pas dans une zone Natura 2000, qu'on n'a pas d'empêchement à réaliser ces forages. Donc, ce qui a été fait, il n'y a rien qui nous empêche de forer sur le site. Et suite au retour du ministère sur ce screening d'études d'environnement, on introduit l'autorisation à l'AGE de faire le forage géothermique. Mais là, il n'y a aucun indicateur qui nous indique qu'on ne pourrait pas le faire, en fait. Voilà. C'est dans tous les projets, c'est le même principe. Ich meine, das ist ein bisschen doof, dass schon Schwanz beißt, ne? Weil für die Genehmigung definitiv zu kriegen, muss ein APD dabei sein. An der APD können wir nicht dabei, wenn wir nicht gestimmt tun. Also, das ist so an der Prozedur, das greift ein bisschen an den. Aber ich meine, sie haben alle gut 4 Prüfungen gemacht, dass wir relativ, also wir sind sicher, dass wir das können auf dem Site machen. Ne? Okay, aber weiter am Dossier von BTIC, wenn ich ein Dossier gut am Kap habe, das nicht viel gesehen für ein Sonno an das Gebäude zu machen. Könnte dafür eine extra Ursache, weil Sonno, das ist aber auch schon seit Jahren den Usus, für ein Sonno an Schulgebäude zu machen, weil über die gibt nämlich Feueralarm, kann die Messagen angespeist, und gibt noch Evakuationsmessagen angespeist. Und das fand ich ein bisschen, wenn ich so von 20 Millionen von Subsidien aufgerechnet sind, das ist ja aber nach Geld. Und ich meine, ein Sonno als für mich den A und O bei einer modernen Schule. Und ich denke, das ist vielleicht eine Sache, die ich noch vielleicht denke, soll die validieren. Ganz klar. Wir sind zwar ja Montepetit. Wir sind am Montepetit. Also ich weiß nicht, ob man da mit Spruchmessagen geht alle raus, ob das optimal funktioniert. Also dazu wollte ich auch noch etwas kurz sagen, effektiv, also das Gebäude, das geplant ging, auch effektiv extrem eng mit dem Lehrpersonal, Maison Relais an Schule. Und effektiv, das ist ein Demont, die haben wir von hinten nicht gekriegt. Wir werden die Sonorisation für einen Kader-Alarm, das ist ganz klar, den als 4 gesehen. Wir haben aber nicht 4 gesehen, wie der richtig gesagt hat, alle Insel soll, wenn wir den den Handy ausschließen, und das tun wir nicht 4 gesehen. Wir waren der Wunsch, da kann ihn immer noch passen. Ich meine, just am Kader von ein Notfall ist, dass die muss man sowieso hoch an Alarm ist, dass auch ein Siren geht, dass ihn dann alles erleiert. Das 4 gesehen. Kombiniert mit einer Sonno, kriegst du die Messagen raus. Ich meine, das ist eben eine Sache, auch von der Montepetit, das ist aber trotzdem eine Sache, die Haut für mich ganz klar an eine moderne Schule gehört. Egal für welchen Altersstoff. Gut, wenn wir dann noch weiter ein bisschen am Dossier vom BTIC bleiben, war ich schon noch ein bisschen die Chiffre geguckt und schon ein bisschen die Impression, wenn ich da die Chiffre gesehen Data, Videoüberwachung, Kontrolle d'accès und so weiter, die Chiffre sind irgendwie auf ein Low Budget angerechnet, weil ich kann mir vorstellen, dass an so ein Gerät für Gebäude schwätzt man aber von anderen Chiffren.
Gut, das ist nochmal für Betic beim Inka, bei der Entreprise Inka. Da wird gespart von einem Feuerwehrschlüsselkasten an der Hauptentrée von der neuen Annex. Okay. Allerdings haben wir doch für kurz mit dem Gemeinderat ein Totem gestimmt von einem digitalen Totem, wo auf der Parking vom Campus könnt, wo die Schlüssel in alle guten Draht kommen für den CGDs an der Woche die Feuerwehr-Laufpläne dahin kommen. Und da muss ich aber aufpassen, was ich möchte, weil es möchte nur keinen Sinn für Schlüssel auf Zugplätzen zu hängen. Weil er nur weiß, keinen wie einen hat, und er nur als nicht gefahren von einem Double Emploi. Nee, du hast vollkommen recht, also wir das Projekt hier entwickelt haben. Da wusste man das noch nicht. Wir haben aber effektiv vom Servicetechnik mittlerweile gesagt, dass da Etüde wären und dass das der Sinn ist, für effektiv ein Haupt für die ganze Site, nicht nur für verschiedene Gebäude. Und sobald das natürlich passen wir tun, das ist ganz klar, wir machen da keine zwei separate Systeme. Okay, vielmals, merci. Wir haben ja auch schon die Devie gestimmt, für an der Ala Maison Relais auch da das Brandmeldesystem zu ersetzen. Und da haben wir auch geguckt, das hat man auch gesagt, dass wir ein System kreieren, das wir dann noch können ausbauen, wo man nicht rummenke alles wasch muss geheue für etwas Neues zu machen. Also so passen wir schon drauf ab. Merci aber für die Remarque. Paul und Gift. Ich bin froh, auch die Technik, was die Energiezufuhr, also was drauf, was Strom betrifft, du hast ja laut Berechnung, was du bei könnt, geht schon durch, wo die bestehende Trafo steht. Du hast Photovoltaik, zwar haben wir noch nicht gesehen, dass die da mal dran angerechnet ist. Du hast als froh für später, dass du es lange nicht fast was könnt, für die nächsten Phasen, die kommen. Da geht der Text wahrscheinlich schon nicht durch mit dem ganzen Versorgung vom Strom, vom Trafo, die du hast. Geht das nicht an der ersten Phase schon mal viel gesehen oder ist es wirklich schüss, ob die erste Phase ganz berechnet geht? Jean von der Lussnisch Betik schwätzen. Wir im Moment als effektiv für die Phase 1, das heißt für die Extension, just viel gesehen, und auch nicht für Avason und für Transformation, das ist kein Problem. Das ist effektiv für die Projekte, die später hier kommen, wurden definitive Restaurant hier können. Aber das ist noch nicht analysiert. Gehen wir Schlussentwurf. Ich denke, tu vas pas dire autre chose. Non, j'ai pas saisi la. En fait, actuellement, on a tout ce qui est l'alimentation courante, donc on a suffisant. On a assez de courant dans le transfert existant. Oui, tout à fait, oui. Pour notre projet, pour notre extension. Oui. Par contre, pour les projets futurs, donc le projet du nouveau restaurant, donc là, on n'a pas encore étudié si on aurait ou s'il faudrait prévoir un deuxième transfert sur le site. Ça, c'est la question. Oui, non, ça n'a pas été étudié, ça, oui. Voilà. Ja, Paul, noch? Und zwar ein bisschen vom Chantier bis von der Sicherheit. Was geschieht am Fußgänger, wie dass der Rue du Château und Rue du Champ könnt? Für Rue du Champ, das geht schon wahrscheinlich so weit für den Chantier von den Kamion. Und dann hast du noch die Fußgänger, wie die lebt schon neben dem Tennis, geht die rauf und da ist auch die Mauer vom Tennis, wo die Lunch geht. Geht die Velo für die Zeit zugemacht oder hast du irgendwie die Version für die W4 gesehen? Und wie gesagt, nur mit dem W aus, wenn der ganze Chantier fertig ist? Also wir sind immer eine andere Lesung für nicht eben durch die Champ müssen zu fahren, weil erstens mal die ganz eng ist und dass ja nicht Kamion ist, den denke ich abfährt, aber das werden zeitweise ganz viele Kamion sind. Das zweite Problem, das wir haben, du hast die Infrastruktur nicht mehr ganz gut an der Straße, der Kanal und so weiter, du riskierst mal, wenn man da mit schwerem Gefährt, du viel darüber rufen, dann ist alles futti. Also wir sind da noch am Gang, eine andere Lesung zu sichern und wir sind da gute Gespräche und wir gehen davon aus, dass da war eine Chance zu realisieren. Wenn nicht, dann bleibt das natürlich nicht mehr die Lesung. Und da muss man natürlich gucken, wie man das mit dem Vedo am besten machen. Ich meine, wir sind noch da in Kontakt mit den Proprietären rundherum. Da war noch schon Propos noch für Partverträge zu machen und so weiter. Also da gucken wir alle Optionen an, die wir da noch müssen holen, dass wir das dann einfach proper hinkriegen. Ich meine, das ist eine Problematik, die muss man lösen. Die also einfach gehen, aber wir gucken effektiv die besten Lesungen zu finden. Ja, weil so wie du Plan hast, müssten sie durch den Haft fahren, ob das Chantier ist. Oder nicht, wenn ich das richtig interpretiere. So wie du gezeichnet hast.
Den Accès Chantier, wie ist den da los? Ja, das war am Anfang von der Installation Chantier op das sieht, ne? Das von da, wo Baumaterial Ja, wie rüber kannst können. du das Installation Chantier von... Naja, wie gesagt, also wir probieren Ja. ja. die Chance zu evitieren. Es gibt noch eine andere Option, die ist noch nicht komplett definitiv. Dafür will ich noch nicht zu viel darüber gehen, bis wir mit Leuten sind. Wenn wir mit Leuten sind, dann kann man das einer präsentieren. Wenn es keine andere Option bleibt, dann sind wir nach Rue des Champs. Wie gesagt, Rue des Champs ist nicht optimal und wir probieren das nicht hinzukriegen. Wir sind noch an den Gesprächen. Und ich will nicht schon so, dass du als Solution, wenn die Leute noch nicht gesagt haben, dass die doch darüber fahren. Mit genau Möglichkeiten, die sind wir am Gang auszuloten. Okay, merci. Nachfragen? Serge? Also wir hätten nach ganz kurz sagen, okay, aber ich meine, das ist auch schwer für die Publik, die den Projekt nicht so im Detail kennen, wie wir, nachdem das wir Dossier geguckt haben, respektive auch durch Anerkenntnisse. Aber ich wollte euch auf jeden Fall merci so für Ihre Arbeit und die Explikation. So ist Nachfragen. Ja, da gebe ich auch ein ganz großes Merci. So. Ich meine, wir haben eine flotte Dynamik an dem Projekt gekriegt. Ich meine, war auch immer der Kontakt mit dem Lehrpersonal ganz eng. Workshop ganz viel geschafft. Den Kontakt ist nach immer da. Wir bauen ja eine Schule für als Kanner und wir bauen eine Schule für die kann gut geschafft gehen und dass wir die kann auch alles das bieten, was sie brauchen. Wir wissen, dass heute Kant nicht mehr an die Schule geht und nicht mehr an die Schule. Wir Kant lebt eigentlich im Campus, also an der Schule, also an der Struktur d'accueil, es wird enkadriert, wird edukiert. Sie dann dafür ist doch wichtig, dass wir eine flotte Schule bauen. Wir haben einen Masterplan bis 2050. Ich meine, wir wollen bis dahin an die Bedürfnisse, die die Gemeinde Schütter hat, aufdecken. Da noch, also es ist wahrscheinlich zu klein für noch zu vergrößern. Da noch ist doch, wir sind dann nicht mehr an einer Schule, was dann noch für die Kanner flott ist, von nach mir Kanner zu holen, also nicht an dem Alter, wo wir so haben. Und gerade in der Grundschule und nach für drin. Und ich meine, das ist gut, dass wir auf dem Punkt hier sind. Es hat ein bisschen gedauert, mir sind überrascht. Also bei all den Planungen, die wir da haben, wie viel Zeit da drauf geht, für all die Pläne zu machen, die Autorisationen, die vier Analysen, die müssen gemacht gehen, das kostet enorm Zeit. Und hier hatten wir ja eigentlich auch den Prozess angefangen. Und ich meine, darüber sind wir auch ganz froh, dass wir das auch gemacht haben, weil wir einfach sicher sind, sowohl mit dem Lehrpersonal wie mit dem Edukationspersonal, dass wir eine Formel von tun, die wo jeder da leben kann, weil das ja etwas auch manchmal ein bisschen speziell bei unserem Projekt los. Es gibt nicht viel der Gebäude, wo so eng die Schule mit der Struktur der Kirche zusammen schafft, an Räumen gedeelt gehen. Ich meine, man probiert Energien zu sichern, man probiert kann so einfach wie möglich zu machen, dass nicht mehr striktement dat een von den Männern getrennt, was dann noch immer die Problematik hat, dass den von den Männern nicht wissen, weil ich meine, heute gut zusammen geschafft. Hier steht kann der Mittelpunkt und das meine ich ich mal mit dem Projekt. Also größte Merci für Ihre Arbeit. Voilà, dann müssen wir aber noch zum Wort kommen. Kaiser Andy. Ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Hein Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Proklamation von Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und von Jeremy Nora. Ja. Merci. Das ist der los. Vielmals merci. Schönen Abend. Bonne soirée. À la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, da kommen wir zu unserem nächsten Projekt. Ihr könnt direkt drauf kommen, der guckt, dann müssen Leute, der PC da nicht geht, man muss ja Schrei installieren. Die Leute, die euch helfen, so nicht wie Motto hinkommen.
Prenez des chaises peut-être. Si, prenez des chaises. Voilà. Voilà, wir kommen zu diesem Punkt 2.3, wo es dann darum geht, die Pläne und die Wien für unseren neuen Dorf Kehr zu approvieren. Wir schwätzen hier neuen Dorf Kehr, was wir Ravalo mit dem neuen Programm haben, das ist die Extension von der Gemeinde. Und das ist der neue Scout-Chalet. Ich meine, das ist nicht nur, weil wir nicht alles wollen zusammen mit bauen, aber das geht einfach auch nicht. Ich meine, das ist technisch nicht machbar. Bei der Envergure vom Chantier für alles mit zu machen. Wir haben auch noch die Kontrante, dass man an dem anderen Gemeindegebäude, wo die Guichet dran ist, muss weiter funktionieren. Der Guichet muss weiter funktionieren. Das Gebäude muss aber zu einem gewissen Moment an den Wäsch gehabt gehen, für dass man den neuen Centre kulturell bauen. Und dem wird man so lösen fängt zu planen. Melo haben wir mal die High-Party fertig. Wir sind da ein bisschen, wenn man in den Zeitplan guckt, ein bisschen versichert wie mit der Schule. Da gesagt, das hat für Druck gesagt und die Planungsarbeiten und die Viergenehmigungen und alles, was muss gefragt gehen, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Und dafür sind wir am Juli 2025. Ich meine, da haben wir das durch den RPD und da können wir, wenn wir den noch gestimmt haben, dann an die konkrete Phase rangehen. Ich meine, wir haben enkel Kontakt gehabt mit den Scouten, wir haben enkel Kontakt gehabt mit dem Club der Jeunes, alle die konzerniert Leute. Ich meine, Gemeinde Personal hat aktiv mit diskutiert, mit geschafft und dem Programm und wie die Räumlichkeiten so ausgesehen. Ich meine, das alles am Dialog geschieht und ich meine, wir haben einen Architekt, der wir auch nutzen lauschen. Das ist mal ganz flott, dass wir nur den Gespräch auch immer in die richtige Richtung können funktionieren. Ich so dat, weil man bei einer Projekt schon heißt so bisschen müssen ein Käier eventuell der nicht du packen, also so nicht selbstverständlich geht, wie will ich da aber merci so für die gute Kude und auch da die gute Arbeit, die bis lo gelegt gehen hast. Und ich meine, ich gehe aber lo dafür und da könnt ihr an Detail vom Projekt gehen und dann sind wir natürlich auch froh über die Fragen, die wir kriegen, weil wir wollen das ja auch an zusammen an einem Dialog haben. Gemeingut machen. Wir hatten aber schon Arbeitssitzungen, also nicht alles Neuland, da so Heilo, die Finalisation vom RPD, dass wir den stimmen können, mit viel Informationen, sicher bekannte Gruppe vom Projekt Ausmengen schon oft präsentiert geht. Oder Herr Kruchten, oder Stift. Merci für die Lehrvierter. Gut. Meier Nenker Fimus Merci auch für die Leihvierder. Effektiv haben wir ein ganz gute Summen abgestellt. Wir sind noch froh über die ganze Arbeit, die wir von ihren Equipen präpariert kriegen und das wirklich, das läuft am Moment wirklich optimal. Wir hatten also auch schon gesehen, wo ich das Projekt schon vorgestellt habe, dass ich Kilo nicht mehr genau an all die Teile ran. Ich gehe aber schlussendlich noch gerne Herr Zeit für all die Fragen, die danach hat. Ich wollte am Anfang hauptsächlich das Projekt auf den großen Änderungen, was keine großen Änderungen sind, mit sind aber verschiedene Sachen, die sich hinter dem, wo wir es vielleicht gesehen haben, wo wir angepasst wurden, Entscheidungen getroffen gesehen. Und ich gebe dann nicht auf die Sachen angehen, aber wenn der Herr nur gerne ein bisschen mehr im Detail hat, der Mensch das ganz gern. Die Präsentation gesagt also auch relativ komplett, wir werden die Slide relativ sehr durchgehen. Hier ist die ganze den Auflauf hat man ich wollte weisen, wie gesagt, probieren das relativ kurz zu halten. Ich gehe an den architektonischen Teil an, wie gesagt, wird alles geändert gouf. Am technischen haben wir die paar Informationen, was Struktur angeht, die Infrastrukturen und noch die Haustechnik. Und dann kommen wir noch auf den, was ist natürlich das Wichtigste ist, das Planning, die Fassage, den Devis, und noch nun kurz wieder über alles, was mit den Subsidien zu tun hat. Heißt ganz kraft gesagt, wie wir funktionieren. Wir haben am Anfang eine Hauptleitung mit den Büros SGI, Sitlux, Schrader und Seco, die am Anfang als Sous-Traitant sind. Und wir gerieren neben positiv Impact, die ganze Etude von der Nachhaltigkeit gemacht hat, weil die erste Etappe von der Fassade war. Den Inventär von dem Bestehenden wird noch rekuperiert gehen. An de Büro Best, die am Anfang die ganze Infrastruktur und nicht immer für diese Projekt, aber auch für insgesamt die ganze Hauptstraße verantwortlich sind. Und Martin Schaffmann natürlich auch über die Infrastrukturen, die direkt um diesem Gebäude grenzen.
der kennt das Projekt schon vom Konkurs. Am Moment beschränkt man es auf die erste Phase, was das Gemeng, das Scouten und der Club des Jeunes umgeht, mit dem Park hinaus. Das war die zweite Phase, wo am ersten Teil nach vorab steht, ob das Projekt gemerkt hat, wo im Moment der Parking hast, du warst im Moment die Idee, also die Idee kommt für den Parking in der Platz evaluiert zu machen, das ist ein Projekt, wo wir just am Moment Gedanken spielen lassen, weil das nicht Bestandteil von unserer Diskussion von heute. Gleich hat man davon geschwärzt, dass man verschiedene Sachen dann aufrappen und da war auch noch Diskussion über den Club des Jeunes. Du hattest eine Studie gemacht von der SECO über Polluanten, das ein bisschen Asbest in dem Gebäude fand gehen, weil da war ganz klein Raster sind. Mit Tütsch herausgestanden, dass es besser wäre, wir geben nicht Gebäude, wenn man darunter frecklich gehen, dass das ein bisschen mehr delikat ist. Du gehst an der Zeit Farbe benutzt, die im Moment am Anfang kein Problem durchstellen, aber sobald wir geben darunter Arbeiten machen gehen, ist das aber ein bisschen mehr delikat. Und du hast durch den Chefrat dezidiert, mehr gehen als du kein Sichern, das auch nicht mehr wirklich wirtschaftlich für die Projekt so weiterzubauen. Wir haben das Projekt am Anfang an das Gebäude, an das neue Gebäude integriert. Ich meine, die Evaluierung wird man nach mit dem Bestand von der Struktur machen. Du also war noch nicht dezidiert. Ganz wäschgeil Mensch wird man nicht mehr gucken, wie man ernst das noch können verwerten. Den Containerbau von den Scouten, die wird wäsch geholt, weil du kannst das neue Gebäude Kantoina an einer nächsten Phase also auch Demolition von der bestehenden Gemeinde, die dann aussteht. Das wird bleibt, das Presbytären an die Schule. So, hier sind die verschiedenen Achsen, die vier gesehen sind. Wir haben natürlich das Gebäude für ganz viele Plätze accessibel. Mit der dient aus den Achse, die wir oben haben, das ist wo die Scouten am Anfang ihre Achsewerte kriegen, das ist hier ein Bereich, wo sich am Anfang delen mit dem neuen Club des Jeunes, den ist in diesem Bereich angesiedelt. Und dann haben wir am Anfang die Extension von der Gemeinde, die auf dem Niveau, wo die Verriere raus, vom Niveau vom Sous-Sol, wo dann ein Achse ist für an den Sitzungssaal respektive an die Salle de Mariage. Und dann haben wir einen Hauptachse, den ist eigentlich hier auf der Hauptstraße, das wird man auf dem Bild hier gesehen und da bleiben wir am Anfang sichtbar auf der Hauptstraße für die Gemeinde als Hauptadresse dort zu haben. Ich denke ganz krass, wie die Gebäude mit denen funktionieren. Wir haben noch probiert, für die ganz Niveau auf ein Niveau zu bringen, dass man dann dran nicht mit Rampen muss schaffen oder mit kleinen Lifter und so weiter. Wir haben einen Hauptlift, den das Gebäude desserviert und das ist vom Prinzip so geblieben. Das heißt, der Schnitt, wo man einen Scout gesehen und Gemengen, die sind man nicht verbunden, da das auch etwas was gewusst ist. Und hier ist den hintersten Teil vom Gebäude, wo man Scouten zur Straße, zur Eisenbahn hier relativ zulassen. Am Anfang Dommentalsräume, noch die Schlafräume sind an die andere Richtung gedreht, für dass doch da keine Nuisance sind. Hier ist ein Achse, auch hier an diesem Teil könnte der neue Club des Jeunes hin. Und hier sind verschiedene Achsen für das Gebäude. Wir hatten noch eine Etude gemacht über Materialien, da das für positiven Impact gemacht hat. Und da wollte ich am Anfang just auf etwas hinweisen. Die neue Reglementation über die Feuersicherheit hat am Anfang als obligiert für die Fassade, die man mit Holz wollte machen, mit Zellulose. Die wir müssen speziell abhaken, weil das von den neuen Bestimmungen nicht mehr möglich ist, für die zwei Sachen zu kombinieren. Und da haben wir eine Analyse gemacht, ob das danach ökologisch vom CO2-Bilanz und so weiter Sinn macht. Und natürlich herausgestellt, dass man durch das Abhaken von einen relativ schlechten Energiebilanz hat, weil da hat man einen Pharmazell-Plug drauf machen, sodass man am Anfang auf eine ganz traditionelle Art und Weise kommen sind, wo man am Bilanz von ganz verständlich sind. Wir machen am Anfang nur ein Stehwohl als Dämmung. Ich wollte der Stadt just so, weil den DAX immer so, und das geschieht also auch, so Präjugien hört über verschiedene Materialien, respektive Präferenzen für verschiedene Materialien. Wir wollen das nur bis am Detail analysiert, da kann daraus, dass
das gar nicht so evident ist. Das, was auf diesem Projekt dezidiert ging, also das, was an diesem Projekt war, also an einem anderen Projekt, eine ganz andere Geschichte. So, wenn kann ich nicht so ein Zellulose, das mir umweltfreundlich wie ein Stehwoll, da muss ich am gesamten gucken. Und an diesem Fall stellt sich heraus, dass das Stehwoll am Fond eine ganz gute Alternative ist. Das ist auch die am einfachsten, also wo wir auch nur am meisten Entretien haben. Dann haben wir, was Material sich noch weiter angeht, wir haben, wie gesagt, die Fassade so dezidiert, dass wir eine hölzerne Fassade machen für den Neubauer noch für die Scouten. Den Rez-de-Chaussee, das sehen wir auf den Bildern, den wollte man von, auch für die Insekten, wollte man von Fassaden erst einmal so offenen Mauer, respektive den Gabion machen, wo wir dann, wo sich dort die Insekten können, näher lehen, aber wo das ganz auch relativ robust ist, dass das vom Vandalismus hier kein größeres Problem ist. Bei den Materialien, da gehen schon nicht weiter darüber, das ist die nächste Etappe. Hier sind ein paar Aussichten vom Projekt. Der Plan hat sich nicht viel geändert von dem, was er schon gesehen hat. Nach immer mit dieser Entree, mit den Büros und mit der Zirkulation, die wir hier an den neuen Teil haben. Ayers hat ja auch schon gleich gesagt, der Rez-de-Chaussee von der Presbytär, die muss man aufsetzen. Die da die Wäsche geholt und die wird gleich gesagt, für das wir da können an engem, also ohne Rampe können rübergehen. Das ist mir verlieren die Keller von Presbytär. Das bleibt just eine Revue-Technik. Die Xylograph-Bilder, die nicht, wo kein Material repräsentiert, das sie wirklich just Volumetrien, just für zu weisen, wie den D'entrée gestaltet ist. Das soll kein nicht pompöses sein, das soll effizient sein von der Räumlichkeit, dass das dort aufgestimmt wird, dass das was gebraucht wird, dann das wird auch gut passen. Hier ist ein Achse von Hanne, wo man an das Gebäude rankommen für ein Niveau von Sitzungssaal auf von dem Saal de Mariage. Und hier ist ein von Hanne in der Sitzungssaal, den auf Terrasse geht, respektive Saal de Mariage, die auch eine Achse auf die Terrasse wird, die hier nur mit den Scouten gedeelt wird. Hier sehen wir schon verschiedene Materialien, Tolls und Stängerfassade, die am untersten Niveau am Anfang den Sockel bilden. Und die ganze Terrasse hier, die teilweise fluchtfähig, aber auch Verschattung an Baubereich, den überdeckt das für die Scouten durchstellt. Ein ganz kraft wie den Sitzungssaal von den Proportionen durch das. Dann haben wir auf dem Stag oben drüber auch noch den, also da sind Bilder von den Büros, für die könnten hier nur ausgesehen, wie gesagt, du hast noch keine Materialität, da das die nächste Etappe. Und dann haben wir einen Aufenthaltsraum für das Personal, den auch oben den direkten Aktie auf eine Terrasse wird. Unter dem Dach war am Anfang Technik vorgesehen, die wir können supprimieren, sodass man im letzten Stock über am Neubau einen Raum freikriegen, wo auch noch können verschiedene Büros aménagiert können, respektive flexibel Arbeitsplätze. Hier ist die Situation, wo man dann am Boden sind, natürlich das Niveau mehr tief wie den Keller, den wir hier haben, wo man dann hier am Anfang den Achse haben für an den Club des Jeunes. Das ist hier, den ist auf den Terrasse nur da gerichtet. Und hier haben wir alles, was Gemeinschaftsräume sind, zum Beispiel Pubellen, die man mit den Scouten delen, für da doch nicht über die ganze Sitze verdelen, den Velosraum an Technikraum. Du hast über den Scouten, das Projekt von den Scouten, wie gesagt, wie für die Runde schon gesagt, Doppeltalsraum, Allguren an die entgegengesetzte Richtung von den Gleisen, an Handhäuser, am Anfang alles, was Technik an Stockhausräumen sind, für das auch akustisch ein bisschen mehr aufzugrenzen. Du hast ein Vue vom Aufenthaltsraum, den ich kann andelen. Hier sind Dortoiren, auch im Do mit der Technik oder mit den Funktionsräumen, die eine Barriere durchstellen, wo am Anfang direkt oben auf die Terrasse. Und hier ist dann die gemeinsame Terrasse, die wir dann hier mit dem Saal de Mariage können teilen. Letzten Tag von den Scouten also noch einen kleinen Raum vorgesehen für die Altscouten, wenn statt den Term so können holen, das ist dafür die Anciens, die dann noch vielleicht einen kleinen Raum für sich werden kreieren. Hier ist die Sache von den
den Raum, die vier gesehen hast für Club de Jeunes, die sollen die selbst, ob man sie selbst so fast kriegen, diese bis haben. Du sind immer noch am Gang zu gucken, wie das kann aménagiert gehen. Ich meine, die Diskussionen, die laufen, und das geht gut weiter. Also, ich denke, jetzt erklären, dass man da wirklich noch einen stark mit Dave sieht, wie der Keller, den du hast. Paar Wühe von Bannen, Wühe von Bausen. Voilà. Ich gebe jetzt dann den Ingenieursbüro SGI nach fortgeführt, ein K2-3 wieder, ich wird alles, was mit der Struktur zu dienen hat, zu sagen. Bonjour. Marc Colvout, bureau SGI. À mon tour, je ne vais pas revenir sur ce qui avait déjà été présenté en APS, donc je vais surtout parler des informations qui sont plus nouvelles par rapport au projet. Donc, en ce qui concerne les hypothèses de base, entre l'APS et l'APD, on a pu développer vraiment le côté fondation et géotechnique puisqu'on a reçu des résultats qui sont arrivés entre-temps, et donc on a pu aussi envisager pour l'APD tous les systèmes de fondation. Donc pour ces systèmes de fondation, le point délicat, c'est la reprise en sous-œuvre du pignon de la maison, du presbytère, et pour laquelle nous avons demandé maintenant une petite mission supplémentaire pour la géotechnique, pour pouvoir optimiser encore un peu les résultats, parce que pour l'instant, disons avec les essais que l'on a, on estime qu'il y a moyen d'améliorer encore le système de fondation et donc d'économiser du budget. On a pu détailler aussi dans l'APD de façon très détaillée toutes les hypothèses de charge dans le bâtiment. Ici, je ne rentre pas du tout dans le détail, mais c'est pour dire qu'on a vraiment défini local par local toutes les charges pour optimiser au maximum la structure, ce qui est très important dans le cadre d'une construction en bois, puisque là, on travaille toujours sur des matériaux optimisés. Donc, il faut aussi toucher un mot sur le drainage et l'étanchéité. On va, pour ce projet, installer un drainage périphérique à la fois autour de la nouvelle construction, mais également autour du bâtiment existant, pour pallier aux indices d'humidité que l'on a trouvés dans les sous-sols. Donc c'est une mesure de précaution et d'amélioration du système d'étanchéité du bâtiment. Donc, donc là, on voit également qu'on tourne autour de toute la nouvelle construction avec ce drainage, avec la construction enterrée qui sera complètement étanche pour protéger les locaux nobles et les locaux du sous-sol ainsi que le club des jeunes. En ce qui concerne les travaux dans l'ancienne école, là il y a très peu d'interventions structurelles puisqu'on est surtout sur du modification de parachèvement. Par contre, pour le presbytère, là, c'est un petit peu plus conséquent. Il faut supprimer la trémie qui existe dans l'escalier central, créer des nouveaux poteaux en béton et quelques poutres et refermer cette trémie qui ne sera plus utile. Donc là, c'est un peu plus conséquent, mais ça reste des travaux relativement simples. Au dernier étage, pour améliorer la portance de la dalle qui est un peu juste pour l'instant, on va simplement recréer une nouvelle dalle sur l'ancienne. Enfin, c'est une mesure assez simple vu qu'on n'a pas de problème de niveau. Le point délicat, comme je reviens sur le point délicat dont je vous parlais tout à l'heure et pour lequel on va faire des études supplémentaires géotechniques, c'est la reprise en sous-œuvre du pignon du presbytère, puisqu'ici on descend quand même 5 à 6 mètres plus bas que le bâtiment existant. Donc on a une reprise en sous-œuvre assez conséquente à faire. Et la nouvelle étude de sol va nous permettre de l'optimiser, car pour l'instant les essais que l'on a n'étaient pas précisément à cet endroit-là, et on pense que des essais à cet endroit précis pourraient nous amener des économies.
tout un système mixte béton et bois. Toutes les parties qui touchent des zones contre terre sont réalisées en béton, tandis que les zones plus libres de contraintes extérieures sont réalisées en bois. En l'occurrence, ici, le sous-sol de l'extension de la mairie et le club des jeunes sont réalisés en béton, et pour des raisons pratiques, on va à peu près jusqu'ici avec la construction en béton. Le système de fondation, grâce aux essais géotechniques que l'on a fait, est assez simple. Ici, on va travailler sur simplement un renforcement du sol, une rehausse du sol avec du remblai en concassé et un radier complet sous la maison des scouts, et également un radier sous l'extension de la mairie. Pas besoin de fondation profonde comme on le craignait en APS. Tous les complexes de sol ont été définis par l'architecte, ce qui nous a permis aussi de bien définir le système de dalles et de fondation. Et les premières coupes ont été réalisées pour indiquer à l'architecte comment on allait réaliser les fondations. Donc ici, on voit ici les descentes de charge des étages supérieurs, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt à ce stade-ci, mais voilà, c'est simplement pour indiquer que tous les dimensionnements des éléments structurels ont été réalisés. En ce qui concerne la charpente bois, on a des parties quand même assez complexes en charpente, puisqu'on a un raccord avec un bâtiment existant, on a des noyaux béton à raccorder, et on a des toitures en charpente traditionnelle qui seront visibles pour la plupart depuis les bureaux et les zones de détente. Donc ça rendra aussi l'atmosphère agréable. Des dalles en bois également en CLT. En ce qui concerne la résistance au feu de la structure, la construction bois n'est pas une entrave à la résistance au feu de la structure, puisqu'elle est dimensionnée en fonction de la résistance au feu, mais aussi grâce à des protections et à des doublages en plaques de plâtre, par exemple. Également, voilà, ici également une vue des divers dimensionnements que l'on a réalisés pour la charpente en bois de façon très, très résumée. Également ici, structure en bois qui permet de franchir quand même d'avoir des zones quand même sans poteaux, etc. Donc on a uniquement un système porteur, façade, couloir, façade, donc une structure finalement assez peu visible et assez peu encombrante. Également dans le local scout, dans le bâtiment scout, on a aussi des belles zones sans poteaux et sans entrave à la bonne organisation des activités. Également dans les dortoirs, c'est un espace complètement libre avec des grandes poutres en bois qui franchissent facilement les portées. Et ici au-dessus de la salle, au-dessus du rez-de-chaussée également des poutres métalliques qui viennent suppléer les dalles en bois. La structure de la terrasse a également été optimisée avec un minimum de poteaux et également des poteaux ronds en bois qui seront assez esthétiques et qui seront aussi qui limiteront aussi le danger de collision avec les enfants qui courent, etc. Donc un espace très ouvert grâce à des renforts métalliques en structure. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Merci. Bonjour. Alors, concernant les différents revêtements qu'on retrouve sur le site, donc nous retrouverons principalement 4 types de revêtements. Donc un béton lavé qu'on retrouve principalement sur les surfaces carrossables. Des dalles en pavé béton qu'on retrouve sur les surfaces piétonnes et puis sur les terrasses, à proximité des bâtiments. Puis nous avons des dalles en pavé béton perméables qui améliorent tout ce qui est gestion des eaux pluviales, qu'on retrouve sur les surfaces piétonnes et puis sur les surfaces stationnement. Puis
puis enfin, nous avons un Schutterhasen qui a un gazon stabilisé qui permet d'avoir plus de verre sur les sites, mais aussi d'avoir une meilleure stabilité pour le passage des camions de pompiers. Donc, concernant les différentes essences végétales qu'on retrouve sur le site pour le projet, nous avons essentiellement des essences indigènes pour les arbres et les arbustes. Et concernant les bacs de plantation, nous avons adapté, choisi des essences avec des faibles, qui permettent de s'adapter avec une faible épaisseur de substrat, à peu près 40 cm d'épaisseur, qui permet aussi de limiter les charges sur la terrasse. Et ces bacs de plantation sont accompagnés des arbustes en CP, des amélanchiers, des salix, et puis aussi des vivaces avec des graminées qui apportent de la légèreté et de la couleur aux différents espaces sur les sites. Ici, nous avons un plan qui montre les différentes courbes de génération de pompiers. Donc, nous avons 3 types d'accès. Donc, un accès nord vers le point le plus haut, qui permet d'accéder à cette façade. Et puis ici, nous avons un deuxième accès qui permet au point le plus bas, avec une différence de 2 mètres, et qui permet d'accéder ici, de faire demi-tour et puis repartir vers le haut. Et puis enfin, nous avons un 3e accès vers le côté sud, qui a été en tenant compte des rayons de braquage, qui permet de circuler et puis aller vers les routes. Et puis enfin, nous avons le plan d'infrastructure de canalisation. Donc, dans un premier temps, nous supprimons une canalisation d'Omix qui est au centre du site, donc qui est déviée vers le nord, qui rejoint l'état existant, vers le réseau existant. Et puis, tout ce qui est gestion des eaux pluviales, nous avons un grand canal et puis 2 bassins enterrés qui permettent de récolter tous les eaux de toiture de part et d'autre, et puis aussi sur toute la surface d'aménagement extérieur. Et notre but, c'est pourquoi on n'a pas fait de bassin à ciel ouvert, c'est de préserver le plus possible l'état existant qui se trouve ici. Donc c'est pour ça qu'on l'a rapproché le plus possible du bâtiment pour préserver au maximum le site. Bonjour, donc Brian Benamar, donc pour le bureau d'études Sitlux, donc bureau d'études techniques. Donc je vais vous présenter donc le concept, on va dire énergétique qu'on a prévu pour le projet. Donc depuis la pièce, donc elle n'a pas changé. Donc on va dire pour le concept énergétique, donc se base donc pour la production de chaud et de froid sur des pompes à chaleur, sur des sondes géothermiques. Oui. Oui. Donc j'ai dit donc le concept énergétique donc pour ce bâtiment, donc il est basé donc avec une production de chaud et de froid, donc qui est basé sur les pompes à chaleur avec des sondes géothermiques verticales. Donc l'avantage donc de cette technique, donc il y a des pompes à chaleur donc sur sonde, on va dire verticale. Il y a des pompes à chaleur, on va dire standard, par exemple RO ou bien OO. Donc l'avantage de cette technique, donc on n'a pas une unité extérieure, donc qui est visible, donc comme ça on n'a pas, on va dire, un impact visuel et des contraintes acoustiques. Donc là sur le plan, donc on voit le champ, on va dire des sondes. Donc par rapport à ce qu'on avait présent à l'APS, donc on avait on va dire les sondes uniquement hors l'emprise des bâtiments. Donc comme il y a des arbres, donc pour éviter de rentrer en conflit avec les arbres, donc certains sondes, ils sont donc sous les bâtiments et d'autres, ils sont hors l'emprise des bâtiments. Donc toutes les techniques, donc on va dire les pompes à chaleur, ils sont localisées dans le local technique extérieur, donc c'est pour mutualiser, on va dire, toute la production. Donc, ce local technique, donc, il va alimenter les bâtiments donc, existants, l'extension, le bâtiment scout, le bâtiment, on va dire, club des jeunes, et aussi va alimenter le bâtiment du pompier et le futur bâtiment
on va dire, le centre culturel. Donc là, c'est une mutualisation, on va dire, de la production chaud et froid. Donc maintenant, si je viens en bâtiment donc, existant, donc on va dire l'ancienne école, le presbytère, donc on a prévu 2 centrales de traitement d'air, donc une pour l'ancienne école et une pour le presbytère. Donc il y a une différence par rapport à l'APS. À l'APS, on avait prévu pour chaque étage, on a prévu une centrale. Donc maintenant, on a réussi, donc on a travaillé le sujet, on a réussi à faire uniquement 2 centrales. Donc les traitements terminaux se font par des ventiloconvecteurs. Donc ces terminaux donc, assurent le chauffage et le rafraîchissement. Donc ça c'est pour les locaux nobles, pour les bureaux et par exemple pour les locaux de stockage, donc on prévoit des radiateurs. Donc pour le bâtiment extension, donc on a prévu donc pour le chauffage et le refroidissement ce qu'on appelle les poutres froides. Donc c'est des poutres. Donc dans ces poutres c'est comme des ventiloconvecteurs mais il n'y a pas de ventilateur, donc il y a un confort thermique et un confort acoustique. Donc dans ces poutres là donc on peut intégrer des luminaires. Donc pour le bâtiment scout, donc on a prévu donc une centrale double flux. Et pour les terminaux, donc on a prévu donc des ventiloconvecteurs et des radiateurs. Donc le bâtiment scout, donc il y a uniquement la partie dortoir qui est climatisée. Donc là un plan, on va dire, on voit, ça c'est le bâtiment, on va dire de extension. Donc on voit l'implantation des poutres et la distribution, elle se fait dans les couloirs. Donc ça c'est le plan de la cuisine des scouts. Donc là, on va dire ce plan a été validé par l'administration sanitaire. Donc pour les sanitaires, donc la production de chaux se fait, on va dire pratiquement pour tous les bâtiments, donc avec des brûleurs électriques, sauf pour les scouts, donc comme il y a des douches, la cuisine, donc le CS se fait par la pompe à chaleur. Donc on a prévu aussi des urinoirs secs, donc sans eau, et on a prévu donc on va dire c'est une différence par rapport à l'APS, donc c'est un ajout. Donc on a prévu donc la récupération des eaux pluviales pour alimenter les WC. Donc cette eau donc elle sera filtrée, donc il y a un traitement antibactérien, donc on alimente les WC. Donc on récupère l'eau uniquement des toitures, pas des toitures terrasses. Donc la partie électrique, donc on a donc la différence par rapport à l'APS. Donc on avait le local électrique, donc ou bien le local cryos, il était dans le bâtiment. Donc là on a prévu on va dire un local extérieur, donc qui est à côté des pompiers. Donc ce bâtiment-là, il va alimenter, on va dire tous les bâtiments, y compris le bâtiment pompier et le futur bâtiment centre culturel. Donc après, donc il y a différents tableaux qui vont alimenter les différents bâtiments. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc après, donc à l'intérieur des locaux, donc on a prévu des boîtes. Donc ça c'est pour les prises de courant, de data. Et on va dire les locaux ils sont équipés aussi d'un thermostat avec différentes commandes. Donc pour les stores, pour l'éclairage, pour la ventilation. Donc pour par exemple la salle communale, donc il y aura des boîtes comme ça et aussi il y aura des prises murales, donc pour tout ce qui est, on va dire, écran. Et idem pour les salles de réunion. Donc on a prévu une installation de détection incendie, donc qui protège. On a une protection intégrale. Donc dans chaque local, on a un détecteur. Aussi, donc, on a prévu donc, une installation de parlephonie, donc les entrées principales, la vidéosurveillance en périphérie des bâtiments, donc un contrôle d'accès, donc et un système anti-intrusion. Donc, en dernier, donc l'installation photovoltaïque. Donc, on a prévu de l'installation photovoltaïque sur le bâtiment scout, sur le pont est et ouest, et sur le pont sud de bâtiment extension. Donc, le photovoltaïque, donc, il va fonctionner donc, en autoconsommation. Donc, le surplus sera injecté sur le réseau. Donc, grâce donc, à la consommation de cette énergie donc, fournie par le photovoltaïque, donc, la quantité de CO2 donc, évitée est de 41 tonnes par an. Donc, 41 tonnes par an, donc c'est équivalent, on va dire, à 1645 arbres plantés pour absorber cette quantité de CO2.
Donc après les subsides, donc ça sera évoqué donc après. Donc je vous laisse. Merci. Beim Planning, das wird auch wichtig ist, dass das mal an dem Fall von der Baugenehmigung, respektive von dem also Baugenehmigung die vom September erreichen, wenn der Wodlo durchgeht, den Projekt definitiv, den erst für Ende des Jahres gesehen, an den Anfang vom Bau selber also am September nächstes Jahr gedurcht. Das ist aber so, dass man 4 Runden wahrscheinlich am Anfang vom Jahr schon müssen die Infrastruktur gehen, aufrappen, muss Sondage machen für die INPA, also für die Archäologie, weil früh Archäologie. Aber wir mussten Tresor, wie viel schon gesagt, gehen das Tresor von der bestehenden Gemenge muss man umleiten, weil die laufen halt durch das Hit und die gehen rundherum Gebäude bis in hin gefordert. Und das sind die Sachen, die man am Anfang vom Jahr wird machen, für das wir können am September wirklich mal ein Projekt aufhängen. Pardon, Mise en Service also ein bisschen dekaliert, weil wir wollen, das sieht man an dem nächsten Slide, mehr können nicht auf dem gesamten Projekt aufhängen, weil das Heizgebäude wird weiterhin funktionieren, auch die Allgemein wird funktionieren, sodass man vom just presbytären Moment auftrennen von diesem Gebäude und dann den mit der Extension von der Scout nach von der Gemeinde am Anfang da werden entwickeln. Von das bis fertig ist, da kommen die aus diesem Gebäude rüber, da wird das heute renoviert, respektive angepasst, aber wenn das fertig ist, da geht die Gemeinde, wo am Moment nach Leute sind, der GT aufgehabt und da kommen die an das Gebäude ran, für dann anschließend den Projekt vom Centre kulturell können zu attackieren. Heißt nicht, den Timing wie es gesehen hast, also echt die Teil von den Travaux Präparatoires für Tresoren anzupassen, für Lerngebäude zu gehen. Da kommt Demolition von der Scout nach vom Club des Jeunes. Da sind die frühe Archäologie, die wir mit dem Inneren schon auf der Platz geguckt haben, sind als gesagt, was da wäre durchstehen. Leider sind da Gebäude drauf, das heißt, wir müssen da warten, bis die fortziehen. Da kommen die Infrastrukturen, natürlich alles, was das Foragen angeht, respektive Bassin de Retention. Da muss man am Anfang Gebäude, also die Interessement, wo wir müssen den Weg stützen, weil die für gesehen, wir gehen über 6 Meter mit Dave, respektive auch den Teil zu dem Presbytär muss man abfängen. Und da können wir am Anfang Gebäude attackieren mit der Extension, mit dem Club des Jeunes, mit den Scouten. Parallel dazu oder ein bisschen versagt keine Transformation vom Presbytär, weil das direkt auch mit an dem Konzept mit dran gesehen. Von da bis fertig ist, kommt das Management da draußen. Dann werden die Leute aus diesem Gebäude rüberwechseln an das Heiten, da können wir das dort transformieren. Aber wenn das fertig ist, da können wir am Anfang, dann ist ganz Gemeng operationell, mit Köy und mit allem, da können wir das Gebäude am Anfang aufrappen und dann da an den Leuten an das Gebäude dann dran setzen, so wie es viel gesehen ist. Und da geht das dort aufgehabt für die nächste Etappe. Was das Budget angeht, haben wir es aber trotzdem auch hingekriegt für den APS am Anfang so gut wie möglich zu respektieren, ob schon mal ganz viele Sachen mehr haben. Wir haben aber ganz viele andere Punkte können spüren, wo wir auch mit dem Chefrat Decisionen getroffen haben, wie zum Beispiel mit der Fassade, mit dem Abbau von verschiedenen Bannenfinitionen. Wir haben aber den Scouts, den Club des Jeunes, den geht komplett integriert in das Gebäude. Und wir sind aber trotzdem mit diesem Budget moderat und Blut gegangen. Wir sind bei 3% mehr, wie wir am PS 4 gesehen hatten. Wir sind alle die Sachen, die noch am Kurs sind. Wir hatten schon mal das sehr weil wir relativ nah an den Gleisen sind, haben wir schon Reunionen, wo wir das Projekt vorgestellt und sind also auch gesagt, was Sie sich vorstellen, respektive, wenn Sie verbessern, wo wir an der Zukunft Gleisen ein bisschen zu erweitern, da das nicht enorm viel mehr, das wird aber einen Impact auf das Gebäude, sodass man dann ein bisschen regeln par rapport zu dem, was der gesehen hat. Wir haben es angepasst, das geht auch hin geschickt für AV. Mam CGDs hat man nach 2 Wochen Reunionen, da kriegen Sie auch noch die letzten Informationen. ITM hat man auch alles aufgeklärt, da ist das Projekt auch konform, da sind ein paar Kleinigkeiten zu ändern, das machen wir mit der SECO. Und wir haben noch schon mit der Santé über die Küche und über das ganze Gebäude.
haben wir schon Reunionen gehabt, da waren wir auch auf der letzten Avis, dass er doch konform ist. Da sind wir bei den Subsidien, das war so wichtig, dass wahrscheinlich wissen, dass am Moment, also nur dem normalen Gesetz oder den normalen Subsidien als Gemeinschütter nicht wirklich eligibel, weil sie keine Detten hat. Das heißt, allgemein, die keine Detten hat, kriegt am Anfang bislang keine wirklich Hilfe gekriegt von den Ministerien. Das tun sie aber schon geändert. Verschiedene Ministerien haben das schon geändert. Wie gesagt, wir hatten eine Reunion mit dem Ministère de l'Éducation, mit dem Service National de la Jeunesse für den Scouts-Chalet. Da haben sie gesagt, bis zu 50%, bis maximal 2 Millionen Euro geben sie doch kein Gemeinde kriegen. Wir haben ein Rendezvous gehabt mit das ist Scout-Chalet. Dann hat man mit der Agrikultur, komischerweise, die geben Euro für das Aménagement Bausen, mehr aber auch für den Club des Jeunes. Da sind wir aber am Gang zu gucken, ob wir vom Environnement nicht bessere Konditionen kriegen. Sowieso das ganz geht ja nur einen Pool gemacht und dann ist insgesamt ein Envelope festgelöscht wird gemeint. Das ist nicht, dass man bei jedem alles kriegen. Das heißt, da gibt es schon eine kleine Aufstellung zwischen den verschiedenen Ministerien. Da so allgemein die Sachen sind am Moment am Gang diskutiert. Ich meine, der hat für ein paar Wochen eine Reunion mit dem Innenminister, wo der doch nicht erklärt wurde. Wir sind in Kontakt mit dem Ministerium, das aber kein, den das hautlos sieht, der kriegt das und das, da muss man noch ein bisschen aufwarten und das ging ich davon aus, dass man Ende des Jahres, Zugangs des Jahres, die Informationen definitiv haben. Spätestens dann, wenn wir als Demanden erreichen, für die Äden zu kriegen. Wichtig ist, dass wir die Äden just kurz vor dem Anfang vom Bau reingehen, weil verschiedene Äden sind zeitlich begrenzt, wenn wir die können einkehr verlängert gehen, wenn wir nicht. Wenn man schon zu viel frei aufruhen, da kann es sein, dass man ja nur den Delay durch schon überschreitet. Centre kulturell, das für die nächste Phase, wie gesagt, beim Inpasimor am Gang zu gucken, was man für die Renovation von den Fassaden, vom Bestand können kreieren. Voilà. Bei der Renovation energetik wird es so, dass am Moment gibt es doch keine Subsidie, weil das Photovoltaik dann extrem groß ist. Da gibt es am Moment, an dem Fall gibt es keine Äden. Ich gehe auch davon aus, dass das nicht analysiert wird. Am Moment haben wir keine Informationen, dass es so wert sind, mit das auf jeden Fall mal Stand. Die Installation ist einfach viel zu groß, es gibt just bis gewissen Montant, wo der Staat mit bereit ist, für zu finanzieren. Wir heißen immer über dem und das ist dann für sie am Moment nicht machbar. Voilà, das sind am Anfang die Dinge. Und dann gebe ich erst am Anfang just froh für die, also mehr die Frage zu stellen, die danach hat, dass ich mehr fertig mit dieser Präsentation. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr war oder dass es zu lang war. Voilà, merci für all die Informationen und die Präsentation. Aber wieder hören, nur dass es nicht immer gut, wenn ich keine Schuld habe, mit uns am Gangen drin zu schaffen, dass das nicht mehr so sein soll, dann noch bei der Photovoltaik sein, das ist ganz richtig, du hast eine Änderung vom Gesetz in der Weg, so noch kein Zahlen, sonst ist dann noch falsch gesagt, aber da gehen noch mehr größere Anlagen subventioniert. Voilà, gehen nicht frohen zu dem Projekt noch auf den Stift. Ich habe just zwei kleine Fragen. Dass das von der Stange wohl, also wir hatten 4 Stunden uns präsentiert gegen die Schule, den Ausbau von der Schule. Und das ist ja nämlich der Gemeinde, nämlich Klimazone. Und auch ein Neubau, und du benutzen dann aber Materialien von Heim, mit Streu und mit Lehm. Und dafür verstehe ich schon nicht, dass das Teil dann nicht machbar ist oder eben nicht kostenspielig. Das ist ja alles so gerechnet. Das ist mir echt froh. Und die zweite Frage auch, dass mit den Gabionen. Also wir haben eine Checklist gehen, wo wir so von geringen Fassaden, Begrünung von den Fassaden, und ich fand das dort immens kahl, und ich ehrlich gesagt schon noch kein Insektenhotel aus Steinen gesehen. Also das ist normalerweise Holz. Also ich fand, du bist gemein, ja, aber bei der Checklist, die man den anderen gehen, mal ein gutes Beispiel 4 gehen, und dafür verstehe ich schon nicht, wie weit das so viel stehen dran können leben. Voilà. Das ist mir zu froh, merci. Also zu dem Material ist so, dass die neue Reglementation ist nicht erlaubt für ein brennbares Material als Fassadenrevêtement zu natürlich in diesem Fall Holzlamellen an eine Isolation, die haben drin auch brennbar ist. Das heißt, wenn wir wollten am Anfang mit der Zellulose das ganze Gebäude isolieren, und das geht nicht, weil Pumpsche so, wenn bis die Fassade brennt, da brennt auch die Isolation haben drin. Und dann hat man das ist auch eine Funktion von dem Niveau vom Gebäude. Ja. Wir sind halt im Gebäude, wo wir mehr höher sind, wie bei der Schule. Ja, wir sind. Bei der
Schule war das ja den nämlichen Ding, dafür, die machen ja dann die Plaque von Pharmazell eben dran. Genau. Und das war auch high. Das auch high proposiert gehen, du hast positiven Impact am Anfang den Bilan gemacht. Ein Kehr Stehwoll an Holzfassad, ein Kehr Zellulose, Pharmazell an Holzfassad. Und könnt raus, dass man praktisch auf demselben Niveau sind, was der Bilan in Carbon angeht. Egal wie, hat man sogar, wenn man mit der Zellulose geschafft hätten, hat man auf all stark, das war der Lohai gesehen ungefähr, das hat man sowieso müssen mit Stehwoll ausbilden, weil der Brand war schlecht. Das heißt, was wir hier noch blieben, wäre just nach die do kleinen Surface gewesen, wo man hätte können Zellulose dran machen. Und das ist technisch ein Aufwand, das ist natürlich mit Preis verbunden, mit der Studie auch nur mal Entretien zu dienen. An dem heutigen Fall haben wir es, weil den CO2-Bilan von echt da positiv an dem Sinn, weil wir am Anfang kein Notdeel haben, wo wir alles an der Stehwoll machen, haben wir mit dem Chef dezidiert, dass wir das alles an der Stehwoll machen, viel mehr einfach für zu machen, viel mehr einfach für nur Reparaturen zu machen, weil das ist Material, wir brauchen nicht noch etwas Wäsche zu holen. Und das ist am Anfang dafür, dass wir an die Richtung gegangen sind. Ja, du hast just mit der Zellulose geguckt, du hast nicht geguckt, ja, aber andere Dämmungsmaterialien, die mehr natürlich sind, wie ja, das sind wir an demselben Fall wie Zellulose, weil all die biosourcierten Materialien sind im Moment wirklich eine große Diskussion mit dem CGD und mit der ITM, weil die alle brennbar sind. Die sind alle nicht an der Kategorie, wo wir können, ob sagen, wobei wie der Titel mit den 3 Niveaus, mit der Höhe, die wir haben, können anwenden. Das ist wirklich das Sujet, wo man auch als Architekten und Ingenieuren im Moment als Schwierigkeiten haben, für Sachen durchzubringen, biosourcierte Materialien, also ein Thema, was das noch wird lang beschäftigen. Ob man dort Zellulose, ob man Streu, ob man Hanf, das bleibt alles dasselbe Problem. Das ist nicht an der Energie, an der Feuerschutzklasse, die man braucht, für das können zu machen, ohne zusätzliche Maßnahmen. Entschuldigt eng Spezifizität dafür hast du die Kursive gebaut gehen, weil man alle Klasse soll direkt Flucht wie nurbausen hun. Also es ist eine ganz andere Situation an Schulen, dass das die Erklärung ist, wie das geht an nicht. Und das wird der nach viel gesagt, wir sind hier in einem Bâtiment moyen, nicht ein Bâtiment bas, und da kommen ganz andere zusätzliche Vorschriften, die uns ein bisschen einschränken. Was das mit den Gabionen angeht, Insekten, also vielleicht denken ich denke an Wochen Eidechsen und alles das, was trotzdem auf so Plätze kann entwickeln, geht ja nicht darum, dass man einen Zoo machen, das ist nicht. Das gedurcht hat, das ganz auch von der Akustik hier ist der Tote wesentlich besser, wenn man bedenken, dass da innen Herr Notkannerwert sind, dass der Tote von der Akustik auch ein Avantage und das robust. Wir wollten noch nicht Tolls bis rauf bringen. Am Anfang die Idee ist, dass man den gesamten Sockel am Anfang an dem Material Halle für eine Aufgrenzung zwischen dem Sockelbereich und dem Teil, was oben drüber könnt machen. Ich meine, wir sind im Niveau vom Keller. Das ja, voilà. Fisch geht das Problem an auch kein Lucht, weil drüber so Terra und so weiter, also gering Fassad wäre auch nicht möglich gewesen auf dem Niveau. Nee. Und auch die Hölzerfassade, also das vier gesehen, dass 4 Gewitter da sind Schmengen, du hast da E-Punkt ugeschwert, machst und den für was dass man auch an dem innersten Teil kein Hölzerfassade will machen. Sobald sie verdeckt, dass ein Hölzerfassade verdeckt, das kriegt natürlich viel mehr Rehen. Auf viel mehr UV-Strahlen. Die Witterung ist ganz ernst, das zwischen dem Rez-Chaussee und dem irischen Teil. Da kann natürlich mit einem Material schwätzen, aber das ist eng von den Ursachen, dass man das Material nicht wollte, über die gesamten Projekt sehen. Merci. Ja, sonst noch froh, Serge, ein Stift. Merci für das Wort. Ich habe der Bierger begrüßt für auf die Flotten und dringend notwendigen Neubau für das Scouten, den noch Halo entsteht. Und natürlich auch der Bau von angepasster Räumlichkeiten für das Gemengepersonal, ganz klar. Allerdings bedauere mir, dass am Gesamtprojekt Boot vom Club des Jeunes verschwindet, entgegen dem, was am ursprünglichen Konkurs 4 gesehen war. Das nehmen wir mal Bohrungen für Energieversorgung auf der Platz machen. Aber weil das die billigste Alternative ist. Als Erinnerung, Boot als ein Überbleibsel aus dem Reichsarbeitsdienstlager von Schrassig aus dem Zweiten Weltkrieg. Bon. Für uns fehlt aber ein elementar Dokument am Dossier.
Und zwar aus der eine Analyse von Dresden Sommer, dass die Projekte, die lo H4 leihen, für aufgestimmt zu gehen, dem Gesamtprojekt vom Gewinner vom Urbanistenkonkurs, der ja auch von der Schötter Leid gedroht gehen hast, Rechnung dreht. Sei den, ob de Pläne aus dem Dossier, die waren lo nicht an der Präsentation, dass der Chef Roth an der zweiten Phase substanziell Änderungen vorgesehen, die so nicht am Konkurs vorgesehen und festgehalten waren. Auch wenn die Phase recht an ein paar Jahre könnt, dürfen wir heute nicht bauen, was einen negativen Impact auf die zukünftig geplanten Gebäulichkeiten hat. Sachen verhindert, die alle Beteiligten am Urbanistenkonkurs ganz wichtig waren, wie zum Beispiel der Parking unter der Kirchplatz. Ziel vom Konkurs war Beleben vom Dorfkehr, der Kirchplatz. Mit dem aktuellen Projekt schaffen wir hier einen neuen Platz, ein Lach, 100 Gemeinde. Wo ihr am Auto hinfährt, wird bestimmt nicht zum Beleben von der Kirchplatz beiträgt. Der Club der Jeunen, der sitzen wir mal an der Keller, der vielleicht flott an Neuhaus gesagt, aber den aber glatt und gut nicht mit dem zu dienen, was sie haut haben, nämlich ein Boot mit Charme und Charakter. Aber mit viel mehr Budget, den für die neue Räumlichkeiten vorgesehen sind, können die Boot auch problemlos sanieren, wenn ich nicht mehr will. Hat der Chefrat uns als Gemeinderat nicht doch versprochen, punktuell Dresden Sommer mit beizuholen und mit anzubeziehen. Aber nicht ihr die Erstphase definitiv genehmigt wird. Wenig dann, die Herren, wenig dann. Mich die Chlor handelt dem Projekt für das Scouten von Schötter und noch dem Ausbau von den Büroen für die Gemeinde. Wir wollen aber ihr mir das Gesamtkonzept aufstimmen, den Lohheim durchleitet, den Avis von Dresden Sommer 4 Leinen. Dafür werden wir uns bei diesem Wort enthalten. Es hilft dann, wir können das Projekt für die Schötter Scouten separat aufstimmen. Jedenfalls halten wir darauf, dass an die Deliberation vom Gemeinderat stehen könnt, dass wir den Bau vom neuen Scoutzone für die Scouten und den Bau von den Büroen für die Gemeinde mittragen. Wir uns aber enthalten, weil die Analyse vom Büro Dresden Sommer fehlt. Den Urbanistenkurs, den ganzen Urbanistenkurs durchgeführt hat, und genau weiß, was die an die Wünsche von den Beteiligten bei diesem Konkurs waren, an dem wir auch als Politiker respektieren müssen. Wir wollen hier auch kein Plan aufsehen, ob denen heimlich ein zweite Phase gezeichnet ist, die so nicht festgehalten war. Parking, provisorisch Parking. Am Vorfeld muss man, unserer Meinung nach, substanziell Änderungen mit den Beteiligten vom Konkurs aufgeschwärzt gehen. Den innerjährlichen Parking ist ja nicht nur geplant gehen, für Parkräume zu schaffen, aber auch für die Bürger zu ermöglichen, für Dreschen an das geplante Kulturzentrum zu kommen, an die Gemeinde zu kommen, respektive direkt am neu belebten Dorfzentrum rauszukommen. Stockage-Räumlichkeiten waren noch viel gesehen für die Vereine. Vereine können hier Equipment am Centre kulturell lagern, wo sie dann direkt vom innerirdischen
Parking bei hier Räumlichkeiten kommen und nicht nach Instrumenten müssen schwer hin und her schläfen. Der Parking hat der Platz war übrigens eng Kondition am Konkurs. Ohne die Oplage hätten andere Projekte bestimmt doch besser funktioniert, an ernst das ausgesehen. Und die Message geht an den Architekt. Ihr könnt nur von der Sommerpause profitieren, an die Analyse, von der wir geschwärzt haben, bei Dresden Sommer an Auftrag gehen. Die Herren Augustini und Santa, die den ganzen Urbanistenkonkurs mit der Bürgerbefragung und so weiter begleitet haben, können das bestimmt machen, so dass ihr dem Gemeinderat an den Bürger hier Analyse könnt präsentieren. Nur der Vakanz, das hier im Sommervakanz, heute ist die letzte Sitzung und die erste Sitzung wird am 24. September. Und wir wären froh, wenn dann als Logift das wir heute tun, von der Logift respektieren und mit Dresden Sommer die Sache gucken. Weil ich denke, wenn der ruhig Gewissen hat, da braucht er auch nichts zu fährten, was bei der Analyse rauskommt. Merci. Bon, du hast so lang geschwart. Bon, ich muss aber da verschiedene Sachen aber richtig stellen. Wir haben ja Arbeitssitzungen gemacht mit dem Gemeinderat, wäre ja auch schön gewesen, Molenke, dass da viel drin zu hören, da braucht man halt nicht als Gedanken zu machen, was man halt aufstimmt oder auch nicht. Ich meine, wir haben immer eine Transparenz in dem Projekt geschafft, wir sind halt da, wo wir sind. Wir bauen eine Extension von einer Mairie und wir bauen ein Scouts-Home, wo bis dahin den Ekart mit dem Architektenkonkurs an den nicht, so wie du siehst, immer darauf gepochtet, dass das Club der Jeunes auf der Platz nicht stehen bleibt. Das war immer eine Option. Das war immer eine Option, für zu gucken, also es möglich, also nicht möglich, ja, am Konkurs dabei rauskommen, wäre auch möglich gewesen. Wir wissen aber, und das ist auch immer falsch, dass man dem Gebäude nicht mehr anzufangen ist. Wir sind da, wir haben gesundheitstechnische Probleme, wir haben Statikprobleme, aber wenn wir bis stehen lassen, da könnte die nächste Reglementation, Accès, Mobilität, Sicherheit und so weiter, und da wissen wir nicht, wie wir es da sollen, es darauf herzeigen. Also es möchte keinen Sinn mehr, das Gebäude hier noch weiter zu erhalten. Ich meine, das steht vom Krieg an, wir haben es schon ganz deformiert, also auch historisch, so ein Experten als hat am Anfang alles nicht dürfen machen, was da gemacht hat. Ne? Die hat am Anfang das Gebäude schon denaturiert, was da noch gegen das Patrimoine schwätzt, den dann ist. Es gibt auch keine Lösung mehr, mit dem Gebäude fortzufahren. Und da können aber die sentimentalen Aspekte dabei, den hat er für 10 Jahre, den hat er bei den Generationen noch viel mehr stark gespürt, wie der bei der Generation, die Haut an der Bude ist. Also wir haben das bei keiner Entrevue gespürt, dass sie da unbedingt das Tote wollten behalten, dass vielleicht eine andere Lesung, wie die mal zurückbehalten, und dass eine andere Lesung, da geht das Stein nicht doof, darüber kann ich diskutieren, aber auch das hat zumindest der Komitee vom Club der Jeunes nicht gefroht, an ich meine, das ist so okay Keller, das ist groß belegt, da sind groß Vitrinen dran, das noch ihre Bösbeeren ausgelöst, bleibt auf der Platz, weil wenn wir einen anderen Boot, ähnliche Schalle, ich weiß nicht wo, abrichten, dann nicht hier an der Gegend, weil die Platz ist leider nicht mehr da. Wir hier bleiben sie auf der Platz, wenn da nicht mehr wichtige Punkte gewischt werden, dann werden sie bestimmt auch da kommen, das ist aber nicht der Fall. Also so, ich können mir die Sachen nicht gesehen, wie es gelöscht gesehen. An die Geschichte mit dem Parking, ich meine, die haben wir auch diskutiert, das haben wir ganz bewusst so gemacht. Wir wollten eine Retour von einem Gemeinderat, aber wir alle der Meinung wären, kostet das, was es voll. Wir machen den Parking, wir machen eine riesige Lach für eine Kirche, was technisch aufwendig ist. Wir machen einen Tunnel von, ich weiß nicht mehr auswendig, 200 Meter, für überhaupt an den Parking zu kommen, haben den anderen Leute hier in den Häusern Natur, die verschwindet, ein Parkhaus, was wir dann durchstehen, und dann stellen wir für den Tram 4, denke ich, bis auf Schütter, wir brauchen ein Parkhaus dann nicht mehr, da bleibt da durchstehen, sodass wir eine andere Lesung mehr nachhaltig, was ja wahres Kriterien sind, mehr billig, mehr flexibel, und trotzdem Parkraum zur Verfügung stellen, haben wir gesichtet, ein Architekt mitgeholfen ausschaffen, und ich meine, es war schlussendlich trotzdem die Lesung, die uns dazu bewegt hat, Decision ist nicht geholt.
Wir schaffen ja Region der zweiter Phase, ne? Zweite Phase geht Region, haut diskutieren wir über die erste Phase, aber wenn das ein bisschen verloren gegangen ist am Dossier, da das Schild von der Mairie, da das Scoutzone, das nicht der Parking, das nicht Kulturhaus, das nicht Saal des Stockagen am Kulturhaus, alles da, das sind nicht. Mit das eben die anderen zwei Projekte, die wir heute an den Plan und an dem Devis haben, da muss ich denke darüber diskutieren. Wir sind aber der Meinung, wir haben noch nie hören, dass irgendein Problem damit hat, dass das nicht so gut wäre, weil der Aufwand, weil das finanziell, weil das nachhaltig ist, weil da noch die Funktionalität von dem Parking auch nicht ging, für das so zu machen. Ich meine, will doch vielleicht noch etwas dazu sagen. Ja, ich meine, das richtig, dass der Konkurs vorgesehen hat für die Parking und der Platz zu machen. Haut ist das, also an das ist etwas, was relativ kurzer Zeit bei jeder ein bisschen so am Kopf ist, also ein bisschen Sachen auf der Liste zu holen, was den so immer gemacht hat. Ein Parking an einer kleinen Gemeinde wie die heute auf der Hauptstraße zu machen, das ist ein extremen Angriff an das ganze Dorf. Das heißt, da wird man Probleme mit der Infrastruktur kriegen. Wir haben für allem Boden, den man muss irgendwo hinbringen, weil das haut es da die Vallée, den für ich dann nicht mehr an den Boden zu gehen, für das Gebäude so weit wie möglich bauen zu lassen, weil wir haben keine Deponie mehr, wo wir den Boden könnten hinfeiern. Und dann ist einfach auch die ganze Sache von der Nachhaltigkeit, wenn man ein Parking überirdisch machen, und das wirklich effektiv ist ein Propos, das sind Gedanken, die man gefolgt und das ist eine kleine Analyse vom Budget, die man gemacht hat. Du hast nach, wie gesagt, das ist gar nicht Bestandteil von der Phase A. Wir müssen aber trotzdem als erlaubt für meinen Chef darüber zu diskutieren. Wenn ein überirdischer Parking möchte, da gibt es Möglichkeiten für den, ohne großen Angriff an den Boden zu machen. Ich will ein Beispiel auf der Kloster, den Parking, der von der Reynolds-Garage gebaut wurde, für hier Autos zu stockieren. Der Parking ist komplett demontabel. Den als wenn ich richtig verstanden habe, entweder das nach Sperm oder der Fond Logement haben den lokal, weil den Reynolds-Garage verschwindet. Und der Parking geteilt kein auf einem anderen Platz abgebaut. Das ist Nachhaltigkeit an der Circular Economy par excellence. Und das ist auch die high ist, wo man dann das Parkhaus ob den mehr proposieren, nicht nur mal ob den handelnden Käfer, ob der bestehende Parking zu machen, wo man für drauf vielleicht können Wohnungen vorgesehen, das auch halt eine Proposition. Und das ist also mehr nachhaltig und mehr dem Zeitgeist von Haut des Dachs planen gerecht wie ein Parking an den Boden zu verfrachten. Den auch man Parkplätze am Fond gibt proposieren, wie die man handeln du könnten generieren. Ja, der muss mir aber wahrscheinlich recht gehen, dass das Projekt, so wie in Lohai Vierleit, nicht mit dem entspricht, wie war. Auf welchem Punkt wären da Lohn, wenn man das versehen tun, wo hast du denn da ernst das? Die Geschichte, wo den unredlichen Parking nicht gemerkt hat, okay, aber was für mich aber der wesentliche Punkt ist, wir haben hier während Jahren mit einem Büro geschafft, mit einem Büro d'études, und mit einem Bierger geschafft. Es sind Sondagen rausgegangen und steht. Es sind an der ganzen Gemeinde ein Sondage, als für im Prinzip von Retouren unter 10% sind, nicht repräsentativ. Wir haben hier von, ich meine, über 2400 Broschüren, die rausgegangen sind, haben wir über 600 Broschüren rumgekriegt, die die Bierger matt gemacht haben. Und hier ist es ganz klar, dass dem Bierger sei schwer, dem Jury sei schwer, dem Konkurs geht nicht mehr Rechnung getan. Ganz klar nicht mehr. Und ich meine, die wisst es ja selber, es war, wie ich gesagt habe, eng von den Konditionen vom Konkurs war den unterirdischen Parking. Eben, Grund, wo ich gesagt habe, für den Dorfkehr zu beleben, und für den Rest auch die Suiten davon, die das mit sich bringt. Das ist ganz klar. Und nur sind wir nicht mehr auf der Schiene. Und ich denke, da muss man ja auch wahrscheinlich recht gehen, dass von den Lo mit einem Umbau von der Gemeinde umfängt. Kriegt ihr Schwierigkeiten für unterirdisch für unterirdisch Arbeiten zu machen, ohne den Bau substanziell zu steuern, respektive an Risiko zu setzen. Also
Das lo fir run gesot gin de Parking op der Hauptstoß. De Parking ass net op der Hauptstoß, de Parking ass han der Hauptstoß. An dann tree fir an de Parking as och weit vun der Hauptstoße wäch. Kit as en enke rauskennt op der Hauptstoß, méi voilà. Gut, ich meine schon mein gesot schon d'Impressioun ha sinn beratungsresistent Leiung duch an gut. Ich meine, Konstellation der Beratungsresistent, das nicht mehr, weil ihr schlechte Argumente habt. Ich meine, das ist andere gesagt, das wäre nicht möglich. Ich dachte, das ist möglich. Das hat man auch müssen am Anfang, wie man am Parking geplant hat, haben wir auch gesagt, wir müssen das für dich bauen, weil wir müssen ja den Achse bei den Gemengen, muss man ja behalten. An Donau haben wir das Lach für den Parking zu bauen, bis 2 Meter bei der Kirche, ich hatte schon gesagt. Also das ändert in der Situation aktuell, wie sie geplant, das ändert das gar nicht. Also wenn wir heute dezidieren, oder moi, weil heute dezidieren wir besonders das, dass wir den Parking noch bauen, dann ist das noch immer möglich, auch wenn halt Gemeinde renoviert, dass also gut eine Kondition, für dass wir weiter funktionieren können, weil wir müssen ja weiter den Klient empfangen, wir müssen weiter Service abhalten, dass die Leute auch durch, als für die Bürger geschafft, können auf die Gemeinde kommen. An der jenen Diskussionen über Schwätze und ein aufhängen, wir können nicht mehr über den Parking diskutieren in einer Form, die meist da müssen evaluieren, das können wir noch nicht dezidieren, Bürger dann eigentlich fragen, ob das ihre Wunsch ist. Ich meine, den Architektkonkurs, den als partizipativ ausgeschafft gehen, da ist etwas rauskommen mit einer Ideenwettbewerb. Wir wussten immer, dass wir am Lauf vom Projekt verschiedene Sachen da müssen am Detail evaluieren. An der Phase sind wir, wenn das los so ein Punkt ist, wo ihr seht, das muss ich noch diskutieren. Und dafür hat meine Arbeitssitzung gemacht, das wäre flott gewesen, wenn ich dann so eine Remarque gekriegt hat. Das penalisiert uns heute ein bisschen, weil wir viel Zeit verlieren, ein bisschen nicht konstruktiv Diskussionen haben. Und mehr weit feiert da ist eigentlich mehr. Die Idee ist aber auch kommen. Also, das tun wir verstehen, ja. Kannst du mir noch ein Argument geben, was du verhindert, für Dresden Sommer zu fragen, für die Analyse zu machen? Du hast keine Zeit verloren. Wir haben, das was ich noch gesagt habe, ja, für eine Deliberation, als ein Wortlaut, das den da stehen könnt. Und wir pochen effektiv darauf, dass Dresden Sommer gefragt wird für die Analyse. Und da könnt ihr die im September präsentieren. Und ich meine, weil ja kein Reproche par rapport zum initialen Projekt ist, oder wenn Dresden Sommer gering Blut geht. Ich meine, steigen da sind Schotterbierger die Lächt, die nicht fertig schaffen. Ich meine, wir haben ja lange mit Dresden am Sommer diskutiert. Ich meine, da haben wir die ersten 3 Monate gemacht, oder waren da sogar 5, für einen Kontrakt abzusetzen, wo sie nach einem Projekt wären. Ich meine, da war auch hier ein Input gefragt. Wir sind dann nur zur Konklusion gekommen, dass wir das nicht gingen machen. Ich meine, noch das hat eine Influenz auf das Budget gehabt. Bis heute haben wir noch nicht festgestellt, dass wir da ein Mangel haben, Konsultationen, die uns fehlen. Die Mission punktuell, das war auch nicht so gedacht, für überall ein Navi zu fragen. Das war eben gedacht, wenn wir die Labyrinthe kommen wären, wenn wir irgendwo Ressourcen gebraucht hätten, für eine Finanzanalyse zu machen oder so Geschichten, dann hätte in so eine Mission können Martine machen. Ich weiß auch nicht, ob man den Avis müssen frohen oder nicht. Ich meine, da müssen wir für dich mal den Wie froh, was kann ich das, wenn die können das machen, wie sind die Disponibilitäten, immer als Loh festlegen, ein Avis von Dresden Sommer zu frohen. Ich meine, wir sind Assistent, wir bauen die Extension von der Gemeinde, wir bauen das Scouts Home, wo wir die Scouten zusammen geguckt haben, als wie die Funktionalitäten sollen, sind wir ein Projekt gucken gegangen, sind die Entscheidung, die wir geholt haben, dass wir dort ein bisschen mehr groß bauen. Ich meine, das ist noch eine Änderung, wo wir aber auch schon präsentiert haben, wo wir alle gesagt haben, das ist eine gute Sache, weil wir ja auch die Synergien an das Verfassen sichern oder so, die Mutualisierung an das Verfassen sichern, das heißt, dass wir nennen Scouts Home später de facto werden noch einer Vereine oder mehr Gemengen können von denen Verfassung profitieren, wenn man Jumelage schon, da sind dann auch dort zur Verfügung gestaltet kriegt. Und ich meine, als Staat müsste man die Pläne an den wie stimmen, weil wir haben einen engen Zeitplan, wir wollen 29 fertig sein. Wir wissen nicht, wenn dass wir so ein Navi kriegen, wenn wir das freuen. Auf jeden Fall mengen ich als Staat als konform zum Konkurs, auch wenn gesagt wird, wäre nicht so.
ich meine eng Extension Mairie es gaut als für mich konform zum Urbanistenkonkurs. Also wir sind nur den 9. Juli. Die nächste Sitzung ist 24. September. Und ich denke, auch für Vakanzperiode das misst all Büro d'études für allen, die sich dafür interessieren, misst du können etwas vorweisen. Und die hat schon nichts verlieren. Oder das Kind Zeit verlost. Nur lief sowieso nicht viel. Dann aus die Analyse ganz klar gemacht. Ja, ich meine schon mega Argumente gesagt mit das Herr will dann etwas so. Ja, aber ich meine, wir diskutieren über den falschen Dingen. Also, man, das ist wirklich ganz nicht der Platz, als die nicht fast, die wäre an all fast so gebaut gehen, dass die Extension so gebaut gehen, als die ja immer so viel gewesen gewesen und noch von der Parking souterrain gewesen wäre, dann hätte die dort fast können so gebaut gehen, ohne dass das irgendwo verhindert, dass der Parking kennt auf Kircheplatz gebaut gehen. Ich meine, das ist eine Evaluierung, die an Kur ist, ob man den Parking will nicht so jannisch das machen, die definitiv Decision ist nicht gefallen, die Gedanken sich, die abgebaut sind, und ich meine nicht, dass das geif haut verhindern, wenn mir haut den Projekt stimmen mat der Extrasion von der Gemeng, so wie am Konkurs hier, mat dem schon ist gut, a mat dem Club de Jeunes, den effektiv deplaciert, gin mir auch da, das sind mal ganz sicher am Schach immer viel gesehen, wer dat eng Meigkeit wär fir dat der Club de Jeunes du in der Halle bleibe, weil aber auch immer schon die Dutte waren, not auch wenn es der Staat die ich meine auch der noch dugeschwt gin, dat viele iwwer iwwer Gesundheitsrisiko geschwert vom Charlie an, dat noch ni den Charakter erhält, mit das auch ganz fundamentale Problem von der Statik an für Menschen auch, dass die Aussuche zu so nicht gäste günstig für den zu sanieren als Mensch wirklich auch auf Frage zu stellen, dass das wo ist. Aber Fakt ist, wir diskutieren heute nicht über den Parking, wir diskutieren heute, ob man die Projekt will stimmen, wo viel gesehen ist, für eine Extrasion von der Gemeinde zu machen, ein Club de Jeunes innerhalb von dem Gebäude von der Gemeinde zu integrieren an ein Scouts Home und nicht über den Parking. Und dafür ist es doch nicht den Büt für haut eng Etude op den Auftrag zu geben bei Dresden Sommer an wann man eng die Etude will machen oder wann man will Navi von Bevölkerung kreieren, dann Menschen also doch für Population zu frohen, ob der Parking so soll gebaut werden. Ich meine das nicht Dresden Sommer repräsentativ als 4.400 Bürger, die Navi können aufgehen. So, hier geht es darum, nach Einkehr. Hier geht es darum, Bürger haben den neuen Dorfkehr mitbestimmt. Bierger, mat de Politiker, mat de Leiit alle Goeten. An dat wat lo hai ass, dat ass nuwe partielle Modat, ganz klar. An Eisenpunkt ass, wat Verbaumreis lo, van der Toten ufenken, wat Verbaumreis fir die nächst Phasen. An dat kann Dresden Sommer Ersch an Eisal Goete soen. Weil die sind neutral auch. An Narenkeier schon gesot, de Parking, nënnerredesche Parking war eng vun de Konditionen vum Konkurs, vum Urbanistenkonkurs. Ich so lo net enkeer. Gut, mir will noch dat mal wat Bierger wëlle mé dat wat Bierger wollten an defir proposé mir haut iwwer de Pro aufzustimmen an die anderen Sachen. Hummer heieren, mir überlegen als dat an der gucke mal wat mein Konklusion, dass man du rest zeien. Hue sos naiere machen. Proen. Da könnte man zum Wort kommen. Kaiser Andy, wann schläft? Ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Enthalten. Tain Serge. Enthalten. Taisen Paul. Enthalten. Letsch Nico. Und der Progression von Nico, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Merci. Gut, dann vielmals merci für die Präsentation. Und auch merci für die Antworten auf Fragen. Und da gesehen wir uns für uns zuvor mit dem Projekt. Und nur der Rentrée, voilà. Merci auch. Schönen Abend. Voilà, dann kommen wir zum Punkt 4, der Feierend, wo der am Dossier gesehen, den Kontrakt de Bayer Ferm. Op Märchen moin der jo an der Lächt puer gestimmt. Ich meine wichtig as da so, dass da noch die Konditionen, die dann auch drastehen an akzeptiert sind vom Bayer eben die Umweltkonditionen sind, die man Park Naturwellen erfüllen. Dat ist das net mat Pestizide geschafft gëtt. Wann mat Pestizide geschafft gëtt, da muss die
akzeptiert sind an der Agrikultur Biologik. An das auch nicht gedüngt über den bestimmten Quantität raus. Ich meine, das hängt immer von der Vegetation oder von der Exportation vom Terrain over, also was, das ist nicht immer null, das hängt immer davon ab, den du von Agrikultur betreibst. Und das steht an den beiden Firmen steht da dran. Und ich meine, wir hatten die andere Schrift ein bisschen spät gekriegt wie bei den anderen Kontrakten, dafür hat man die noch nicht au Mode du jour. Sind da froh dazu? Kein Frohen. Da könnte man auch über den Punkt aufstimmen, wenn ich Gift Kreis Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Jo. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Prokuration von Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afro Jeremy Nora. Ja. Merci. Da kommen wir bei den Droit d'Amphithéos an der Rue des Jardins. Und, das ist Serge sein Dossier. Voilà, ist dann den zweiten Bayerfiotik mit dem Contrat de vente en état de futur d'achèvement. Du hast Familie Kulamanov von Evasieren, die sich beworben hatten. Sie waren auf dem Listing von der ersten Ausschreibung die zweite, nur die Kriterien, die festgelegt werden. Sie haben 3 Kanner, sie wohnen hier in der Gemeinde. Sie schaffen hier in der Gemeinde. Und auch vom Alter waren sie relativ gut aufgeschnitten, sodass sie auf der zweiten Platz gelandet sind. An Martin haben wir den Akt den 25. Juni aufgeschrieben. Die Konditionen und Modalitäten sind nämlich die beim letzten Akt. Das ist das am gesamten Preis von 809.298, wo dann nach Peut-être la Pierre aufgeht von 9.121, sodass der Preis, den wir Martin aufgemacht haben, 719.170 € sind, wo dann gegebenenfalls nach die jeweiligen Supplementen dabei kommen von den Optionen, wo sie zusätzlich bauen. Gehen du zu froh? Ja, Paul. Also, ich bin abgefallen, dass 2 verschiedene Adressen an der Deliberation respektive am Markt stehen. Also, das sind verschiedene Adressen. Wir wissen aber auch, dass eine zweite Familie von Kindern und dass das weitergeht. Gucken halt nur, dass wir dann mehr tun müssen. Ja. Die Deliberation steht eine andere Adresse, wo sie gegen wohnen wie am Markt. Wir gucken dann noch. Merci, dass du dazu gut noch geguckt hast. Da geht das verbessert. Merci. Sonst noch Remarken? Da könnte man auch darüber hochstimmen, wenn ich Gift Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Der Prokuration von Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afro Jeremy Nora. Ja. Merci. Dann haben wir einen Akt de Vente an der Kernischer Straße. Ich weiß nicht, ob wir Parzellenrenke weisen. Geht ganz klein Steckerenke 1 an 2 Meter carré. Der Kompromiss hat man ja schon heute noch der sehr Södel den Akt gemacht. Geht auch keinen Betrag. 22,50 €. Sind nur noch froh. Können wir direkt aufstimmen. Merci. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Prokuration von Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afro Jeremy Nora. Ja. Merci. Und dann den nächsten Akt. Da hat man ja auch den Kompromiss noch nicht so lange in der Sitzung mit der Familie Scherer, wo wir dann noch die Konvention gemacht haben. Und hier ist dann der Akt. Es geht um 36 Quadratmeter für 270 €. Sind dazu nach frohen. Auch kein, da könnte man auch darüber aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Prokuration von Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afro Jeremy Nora. Ja. Merci. Und da wären wir beim Punkt 5, die Konfirmation von 2 Verkehrsreglementer. Das ist eigentlich an der Rue Village, das ist da, wo wir selber Tauschen an der aufrappen. Da ist Straße dann verengt. Dafür haben wir da eben die Verengung gestimmt. Und dann an der Hauptstraße 237, wo dann, wenn es im Chantier da bis den 11. Juli mit Lute geregelt wird. Das waren die zwei Modifikationen urgenten.
die da vom Gemeinderat müssen konfirmiert gehen. Kind frohen. Nee, da könnt man auch darüber aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Heinz Hersch. Ja. Heisen Paul. Ja. Mensch Nico. Und der Prokuration von Nico, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Von Jeremy Nora. Ja. Merci. Und dann sind wir bei der Question Ekriten, die man nicht rakrit tun, aber gehen vielleicht auch noch froh. Paul. Ich habe just eine Bemerkung oder eine Frage. Ich habe gesehen beim Reglement, weil wir letztes gestimmt haben, beim VLV, bei der Rue de la Forêt, mit dem Schild, Zusatzschild. Ich habe gesehen, dass es am Reglement mit dran. Hast du das nur gefragt gehen, hast du das so, wie wir gesagt hatten, hast du das so gewischt? Das ist nicht nur ein Highway, das da so viele Plätze, wo dann sich da falsch immer aus. Ne? Also ich meine, das für alles gemein, überall viele Plätze gesehen, das ist nicht so aus. Ne? Ja, mit dem Reglement, das ist von 2024. Das ist ein ganz neues Reglement. Am Anfang war es viel und so, wie wir doch angeholt hatten, das steht doch am Code la Route so dran, dass das explizit ist und du musst nicht drinnen hängen. Aber wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, was du die Überlegung haben, darüber, dass sie das geändert haben, das Gesetz zugepasst haben, aber wahrscheinlich schon viele Leute das nicht verstanden sollte, wie deutlich sind. Und du hast 2024 also effektiv sind die Zusätze legalisiert, gehen die stehen nur so am Code la Route drauf, wie du gut gesagt hast. Und es kann in die dann so drinnen hängen. Das geht natürlich bei so viel. Ne? Das gehen dann 3 der Schildern drin. Ne? Aber dafür haben wir das dabei gesagt. Das ist richtig. Merci für die Remarque. Ja, Anne-Marie. Wir hatten een keer geschwat over die busweer, wo die echt fallen. Als du vom 4 Station een reactie komt, en ook de busweer over Leerbier stehen als an een ganz schlechten Zustand. Dus in Grootsteng en Löcher, en kan in sich door richtig gut vertrippelen, op het gemeng door vielleicht ook mal Hand und Rund kan gaan. Okay. Das machen wir natürlich. Bei den Männern haben wir die Leute Brief geschrieben, haben das so Privatbusch, mit all die Proprietären nur geschrieben und so aufmerksam darauf gemacht, ob den Sicherheitsproblem mit den Nächten, die hochfallen. Wir sind noch zu Oprafen gegangen, die erst hier aufgefallen sind. Wir haben noch ein paar Mal die Reklamationen von Wanderern gekriegt. Und wir haben an den Brief auch dran geschrieben, sie sollen sich beim Gilles Jacquemot, der zuständig ist, und hat mit ihm aufgeschwärzt, melden, wenn sie Fragen hätten oder wann hier kann intervenieren, ne? Mit Leute müssen aber die Autorisation gehen. Schon aber lokale Tour, ob die Leute sich gemeldet haben oder nicht. Ich freue dann beim Gilles Keno, also nicht nur von uns. Das ist schon nicht bei uns gemeldet, wir freuen dann Keno, ob wenigstens ein paar Proprietäre waren und all sich bei ihm gemeldet haben. So ist nach freuen. Ja, Nora. Also mir ist kein froh mit dass ich befehl und dem Wiklo wollte mir natürlich auch Conny ganz herzlich begrüßen. Weil natürlich all weitere feminilen Touch willkommen ist, mit einer anderen Sensibilität, einem anderen Blickwinkel. Geht das bestimmt flott. Wir fanden aber schuld, muss ich sagen, dass DP und müsste bis auf die 7. Platz zurückgreifen, für Kandidaten zu finden, die dann aber auch verstanden, dass eine politische Responsabilität umzuholen. Muss ich sich froh, für was Leute dann auf die Lust setzen, weil sie dann im Nachhinein nicht die Responsabilität überholen. Weil das entspricht ja dann aber auch nicht dem Wähler singen wollen. Dem Conny, dafür aber vielmals merci, dass du dann angeholt hast. Wir wünschen dir jeweils viel Energie, Ausdauer, Durchsetzungsvermögen und eine gute Summe schaffen. Voilà, merci. Ich meine, die DP wird darauf reagieren, weil du gehst ja Erklärungen dazu, möchte ich dem Serge. Voilà, ich meine, jede Erklärung, was von den 4 gewählten erholt, die an der Gemeinderat sind, dann ist ich schon mehr sehr beim 8. gekommen, wie die 2 Vertreter an der Gemeinderat hat. Die zweite Erklärung, was ich meine, die wissen, wir hatten einen Stierfall, wo die Kleine mit Sicherheit gerne das Mandat angeholt hat. Und dann die anderen Leute, die haben persönlich Gründe, wie weit sie das Mandat nicht angeholt haben, die ganz nachvollziehbar sind, mit der das nicht an uns die zu jugieren oder die zu inspizieren. Und dann sind ich auch ganz froh, dass Conny das Mandat angeholt hat. Und ich muss auch sagen, dass Conny auch für seine Wählerstimmen hier absolut seine Berechtigung hat, für heute zu sitzen, weil ich meine, hat heute auch na gut steckt mehr Stimme wie andere Leute am Tisch und dafür fand ich das seine demokratische Berechtigung für heute zu sitzen absolut durch. Voilà, so ist noch froh. Kein froh mehr. Dann der Publik. Zukunft und nicht alle Guten ein schön und ein gut Vergangenes. Merci.
Voilà, ich gebe mich dann denen wieder ausschließen an noch einen Vakanz wünschen noch der Leute draußen, die uns nur geleistet tun, auch dem Gemengerot und mir wie Klo und dafür muss ich dann rausgehen und der Gilles muss auch rausgehen, wenn ausgeschaltet wird und dann dezidieren wir dann, wen an der Schafferrot könnt. Grüße Merci, eine schöne Vakanz und da sehen wir uns am September. Adi.